Trimene, Stadene, Babidi, Babidi, Bubidi, Babidi, Bober. Das hat wieder keiner gehört. Weil YouTube wieder so beschissen langsam ist. Kruzifix, ich hab Morgen weh. Das ist alles, was ich weiß. Ja, Scheiß. Der Timmy-Boy ist schon wieder Erster. Aber diesmal in time. Zumindest war ich bei mir schon live, Timmy-Boy. Und ich glaube, man sieht es ja noch. Timmy-Boy, grüßt du dir daheim. Hashtag Bobermann. Merci, Timmy-Boy. Habe! Ich bin's. 1 Bierger, 1 Micker, 1 20 Uhr. Elden Ring, wow! So, was ist? Ansage gleich am Anfang. Ja, eigentlich war Elden Ring geplant, aber ich sag's dir, was ist. Ich habe einen ähnlichen Moment wie vor 2 Jahren im Hauptspiel vom Gods Game Duo. Jetzt vom Endboss. Alter, ich hab keinen Bock, dass ich mir da jetzt 5 Stunden lang auf die Fresse hauen los. Und ich hab schon wieder so viel hineingezockt wie ein Behinderter. So mit. Und dann hab ich gedacht, suchen wir uns was anderes aus. Dann habe ich heute Nachmittag in Discord eine Umfrage gestartet, ob wir den Gladiator-Manager einzocken ins Viech oder ob wir mal Geogesser ausprobieren. Das ist ja schon, das wird die letzten 5 Jahre, seitdem wir streamen, glaube ich, sehr oft ist das schon vorgeschlagen worden. Und dann habe ich gedacht, weißt du was? Das pimmeln wir heute rein, ich brauche was Einfaches. Kann nämlich! Der Magen-Darm-Tee ist nicht da. Ich hab Magenweh wie ein Arschloch und ich weiß nicht, was da los ist. Entweder ist bei uns das Leitungswasser immer noch für den Arsch oder Ägypten meldet sich zu spät. Also wenn ich mittendrin einfach aufstehe und gehe, dann ist Hosenunfall. Ja, das ist nix. Löwenzeit, merci dir. Habe die Ehre, oh Gott, ich kann schon wieder nichts lesen, weil es da schon wieder die Zeilen einer schwappt. Habe die Ehre, Bürger, ist in Land auch so schwul. Hashtag Arschwasser, Hashtag Hagelbier. Geht, bei uns ist noch dunkler Himmel draußen und es hat jetzt vorher ein wenig umeinander geringt. Es geht, es hat ein wenig abgekühlt, ob es jetzt noch schwul ist, weiß ich ehrlich gesagt nicht. Aber ich glaube nicht, es ist aushaltbar. So haben sie Glück, merci dir, Sesselmann, merci dir für den Resub. Ja, auf, Mann, der 2025 soll ein neuer Landi kommen, ne? Der kommt dieses Jahr im November. Meister. Oder ist der verschoben worden? Kauli, servus, die verschwitzten Leute auf eine gute Runde um die Welt. Ob es da auch Depp fragen? Man kann bei GeoGuess ausnahmsweise mal nicht sterben. Das glaube ich tut am Depp-Counter auch ganz gut. Ja, da muss ich sehen, was es eben ist. Kauli, merci dir. Bavarian Dream, servus an den internationalen Biersee. Entschuldigung. Schauen wir mal, was wird. Und wenn es nichts wird, dann müssen wir die Karten ändern. Wobei alles außerhalb von Bayernland egal ist. Du, da klicke ich einfach irgendwo hin. Ich hab das noch nie richtig gemacht. Ich hab gemerkt heute Nachmittag, ja stimmt, ich hab da einen Account und bin Level 2. Ich glaube, ich hab irgendwann einmal, keine Ahnung, da hat es noch nichts gekostet. Jetzt kostet es ja mittlerweile was, ein GeoGuessr. Wieso bin ich eigentlich so finster? Ja? Hast du das gespannt? Wir waren mal bis vor einer halben Stunde noch beim Essen. Hast du das gespannt da? Ja? Ich hab sogar vergessen, dass ich mir ein Merch-Shirt anziehe. Ja? Das hat schon lange nicht mehr gegeben, hat's das. Deswegen warum bin ich nicht so viel? Warum ist das? Da ist doch nicht finster. Da ist doch nicht finster und so. Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Mr. Anonymous, Kuss auf die Nuss, merci für deinen Resub. Bei Valorant Dream, merci dir ebenfalls. Jetzt kriegst du mir erstmal einen Haufen. Der andere hat dort, wenn so schon brummt, das Herz halt gesund. Das stimmt, ja, mein Herz ist eigentlich gesund, das habe ich kaputt geraucht. Und kaputt gesessen. Habe die Ehre an den Flea Frank, den Domin, den Philipp, den Flogger, an den Olaf, an den Bösel, an die Olivia, an den Mr. from Bavaria, an den Simato, an den Meerweg, auf den Sauf, an den Feierhunter, an den König Ludwig, an den Nickelneider, an den Sprengi, an den René, an den Robotinierer, an den Melanie, an die Maxi, an den Gravendelgeist, an den Herrn Linden, an den Hubsepp, an den Simato, an den YBA und den Rest am Mord, an den Lord Vollschaden, an Lord Vollschaden ist auch gut. Voll Damage, ist ein guter Name. Flea Frankie, merci dir. Kuss auf die Nuss. Chillt die Kniescheibe, die ganze Donaterei, die letzten 2 Wochen war völlig insane. Nicht übertreiben. Es ist, ich weiß nicht, was ich sagen soll dazu. Bastel, merci dir. Habe die Ehre, du weißt ja nicht mehr, was ums Heisel geht. Ja, ist also. Ich frage mich, das wird das erste sein, was ich mich frage, wie können das denn, kann man das Spiel überhaupt können? Ist ein richtiges Spiel, nein, ist es eigentlich. Ja, jetzt versuche ich dann zu wählen, zumindest so weit wie ich das weiß, was ist, weiß ich. Aber wie weit dass wir da kommen, weiß ich nicht. Counterwolf, merci für 49 Monate, Alter. Gerade gemerkt, dass ich seit 49 Monaten schon Mitglied bin. Zeit vergeht, Bürger besteht. Mach weiter so und bleib steif. Ich bin immer da steif. Ich sitze mir und hab ein Zelt in der Hose. Ja, ist ja klar. Merci dir. Bavarian Dream, PS, war heute den ganzen Tag in London und ist, weil ich beim Grundwinkel auf mein neues Brüngleisel gewartet habe müssen und ich kann euch sagen, da ist nichts los in dem Kauf. Was du nicht sagst, soll ich da sagen können. Hashtag Hals einfach. Man fährt nicht nach London, um irgendwas zu erleben. Sicherlich nicht.
Alex! 10 ist 2 und du weißt das. Nimm an für deinen nächsten Kurztrip. Hashtag ZeroDip, Hashtag halt's einfach. Okay, halt's einfach. Merci dir. Endboss Elden Ring. Angstbürger? Na, die krieg ich schon. Die krieg ich schon down, aber nicht unter 2-3 Stunden. Und auf das habe ich hab keinen Bock, Movesets auswendig zum Lernen. Da bin ich unmotiviert. Bin ich zu unmotiviert, sag ich dir, aber es ist. Merci dir. Mir ist der Endboss. Und ich habe nicht einmal Phase 2 gesehen. Da geht's dann noch, da hängen wir noch mit 2 Stunden hinterher. Herr Rieger, ich mag Züge. I like trains. Merci dir. Der Dreamer schreibt, Servus Birger, feiert jetzt eigentlich noch am Urlaub jetzt bei uns daheim? Also friert die jetzt eigentlich noch am Urlaub bei uns? Nein. Nein. Für das war ich zu wenig lang unten. Aber heute Nachmittag habe ich schon gespannt, da war es auch ziemlich heiß. Jetzt da bei uns, ja, es auch 30 oder 30 Grad gehabt. Habe ich schon gespannt, wie es heiß. Aber da weiß ich, wie es härter hergehen kann. Dere, heute im Nachschauungsquad, Besuch ist da, viel Spaß euch. Da schön, so ist recht. Sagt dein Psyche, soll gefälligst noch anders kommen. Mittwoch ist Sperrstunde. In London bin ich früher so ins Alcatraz gegangen. Boah, lex auf, wie lange ist denn das hier? Ich nämlich auch. Aber nicht ins Alcatraz, sondern in den Hip-Hop-Bunker oben. Da war ich daheim. Puh, das war Zeit. Da unten im Keller, wo der Boden biegt. Ich weiß nicht, ob oben auch der Boden biegt hat, aber wahrscheinlich schon. Der hat 10 Jahre nach dem Kinderfasching oder halb noch der Boden biegt. Mitglied und darf endlich in den VLBRSQAD-Kindergarten. Sicherlich. Zeit rennt, Euda. War geführt erst vor 5 bis 6 Monaten. Also der auf der Tentacle gespielt haben. Neue Retro-Reise, wann? Schauen wir mal, Retro-Reise kommt mit Sicherheit irgendwann wieder. War auch heute schon kurz einmal die Überlegung da, aber da brauche ich ein bisschen mehr Vorbereitungszeit, vor allem weil ich erst die alten Schinken rausgreifen muss, eine Version finden muss, die funktioniert und ein bisschen was zusammendüdeln muss, damit ich ein bisschen was dazu erzählen kann und so. Deswegen ist das aber nicht so ganz aus dem Stehgreif heraus. Aber kriegen wir mal schon. Day of the Tentacle ist auch schon. Das haben wir auch im Sommer gespielt. Wie lange ist das? Ja, 3 Jahre? Kann es sein? 2 Jahre kann Monkey Island her sein und so weiter und so fort. Ja. Habe ich heute erst mit der Bürgerin drüber geredet beim Essen kurz. Es ist absolut irrsinnig, wie schnell das Zeit vergeht. Heute vor einer Woche haben wir Elden Ring gespielt und ich habe gewusst, Stream aus Bett gehen, weil morgen um 6 in der Früh fliegen wir nach Ägypten zum umeinander schnorcheln und es ist gefühlt, als wäre es nicht passiert. Oder? Es ist absolut insane, wie schnell das Zeit vergeht. Sebian, mir ist wieder ein 5er Monat. Habe die Ehre, bin auch wieder dabei. Zeit ist one. So sieht's aus. So, jetzt bin ich mal gespannt. Es ist 7 noch, Schluss mit Donates. Der Sebian ist jetzt der Letzte, jetzt gibt es mir eine kurze Ansage. Jetzt passen wir auf. Fabian jetzt sagen, oh Gott, jetzt geht er uns schon wieder damit auf den Sack. Aber ich habe euch doch vor ein paar Wochen davon erzählt. Ja? Habe ich. Ich erzähle euch jetzt kurz nochmal davon. Trachtman.de, Gag, ist der Chris, Comiczeichner, bla bla bla. Macht die Sache super gut, kaufen. Aber um das geht's nicht. Geht ja darum, dass da offensichtlich jemand dabei ist, der da absolute Hurenmoves abzieht. Zum Beispiel, sie ein Abo bestellt, per SEPA-Lastschrift eine falsche IBAN angibt, ihm das Zeug zuschicken lässt und dann nicht mehr auf E-Mails reagiert. Georg! Mehr kann ich jetzt nicht sagen, sonst krieg ich Stress. Aber sagen tue ich was, weil das ein absoluter Hurenmove ist. Das kannst du erlauben bei Amazon. Das kannst du erlauben bei, was weiß ich nie, wenn du irgendeinen Russen-Chernobyl-Key kaufst von EA für ein Zehntel vom Geld. Aber Sachen bestellen und dann schicken lassen und nicht zahlen und dann nicht mehr reagieren, ist einfach nur frech und unterirdisch. Unterirdischer Hurenmove. Und ich hoffe, dass du zuschaust, wenn du die Gackerl in der Hosen hast, dann schreibst du einen Kommentar drunter, oh shit, übersehen oder was weiß ich, was da für Ausrede einfallen lässt. Dann hast du Gackerl in der Hosen. Dann kriegst du nächstes Mal von mir Standing Ovations. Sag ich dir, wie es ist. Im Stream. Maxi, Schluss. Herr Lindner, Schluss. Ansage jetzt. Muss ich ganz ehrlich sagen, das kannst du bei Amazon erlauben, das kannst du bei irgendwelchen Riesenkonzernen erlauben, das interessiert keine Sau. Aber bei jemandem, der davon lebt und froh ist über jetzt Abo, das er hat, ist es ein bisschen was anderes. Und das lasse ich mir nicht nehmen, dass ich da was in die Kamera hineinsage. Ist mir scheißegal, ob da jetzt Leute meinen, ist mir scheißegal. Hurenmove kehrt in die Fresse gesagt. Herr Georg, Giergelschorsch, so nicht, mein Freund. Und irgendwelche Pimmel ausreden mit Joko E-Mail nicht sagen, du hast deine Adresse noch ändern lassen. Per E-Mail. Ich weiß alles. So nicht. Was ist das Gegenteil von F im Chat?
Hashtag Hurenmove. Ich möchte es nur gesagt sagen. Wo prangen? Das meine ich jetzt wirklich ernst, das ist wirklich ein Hurenmove. Wenn es bei Amazon machen, zurückschicken, hergenommen oder sonst irgendeinen Bullshit, das interessiert keinen Schwanz. Ob sich der Bezos-Chef noch 25 Villas und einen Helikopter auf seine 28. Insel aufstellen kann, das interessiert keine Sau. Aber nicht jemand, der wirklich um jedes einzelne kleine Abo-Frau ist und versucht, sich da etwas aufzubauen, wovon er leben kann. Und sie seinen verfickten Arsch aufreißt, das ist nur das Nächste. Und den ganzen Tag nichts anderes tut und nicht weiß, wie rauskommt. Ja, Christianus! Big L, stimmt, das Gegenteil von FSL. L in den Chat. Wissen wir. Oder eigentlich ist, glaube ich, so richtig. Absoluter Hurenmove. Jetzt, wenn du Eier in der Hosen hast, Gürgelschoß, im Nachschau-Squad oder in den Chat, schreibst du eine, ist mir wurscht, was du für eine scheiß behinderte Ausrede einfallen lässt und tust das. Ansonsten müssen wir einen Stress anfangen. Okay? Und ich finanziere einen Chris. Nie vergessen, wir haben eine Adresse. Das heißt jetzt nicht, dass ich vorbeikomme. Oder irgendjemand vorbeikommt. Aber dann kommt halt irgendjemand mit einem schwarzen Nackenkoffer vorbei und schaut sich die Gaudi einmal an. Und da geht es nicht um einen Betrag. Überhaupt nicht. Null. Das ist auch wirklich nicht viel Geld. Ja? Big L in the Chat. Inklusive Hurenmove. Ja. Wen habe ich jetzt da wieder alles übersehen beim Kamera einschalten? Lindner Sepp, merci für den 6. Servus Bier, kurzer Tipp. Nächstes Mal, wenn du in Ägypten schnorren gehst, musst du unbedingt nach Mamaya Island, Schnorrelparadies. Das war das einzige, wo ich noch mal abgefahren habe, eben für so einen Boattrip. Per Boot irgendwo hin. Hoppla, irgendwo hin düdeln. Maxi. Schluss. Ja, Birger, bin ich ein wenig spät dran, weil es uns gerade einen Strom putzt hat. Auwe. Wir hatten ja wieder daheim. Vorher hat der Sepp-Spieler schon wieder was ins Disco rein da. Den sein Fluss durch den Garten, der wird jetzt mal größer, wenn es duscht. Weiß ich auch nicht, was da los ist. Hoffentlich geht da nicht mehr in den Arsch. Kruzifix. Herr Wagboss, Servus zurück. Merci dir, das ist zu viel. Bavarian Dream, merci für den Euro. Georg, was soll das? Ich wünsche dir, dass der Kopfkissen keine kühle Seiten mehr hat auf ewig. Und ich wünsche dir, dass du ein kleiner CRO haust und dass du beim Händewaschen das Wasser in ihr mehr einläuft. So. Herr Mann, ich hab ja schon lange nicht mehr gelesen. Was ist da los? El Hunmo, was für ein Wichser. Ich sag's einfach. Ja, so eine Sauerei. Timmy Boyer, ihr habt alle schon mitfinanziert. Ja, das können wir uns schon leisten. Aber das legt Chris, mark my words, du schreibst mir an, das lege ich da aus, das soll was ist. So verarschen lassen brauchst du nicht. So, Freunde der Sonne, vielen herzlichen Dank für die Rumdonetterei. Natürlich, Schluss jetzt damit. Mir der heute mal was ganz was anderes. Viel und oft gewünscht, immer wieder mal, zwar in längeren Abständen. Bei die sagen, wir spielen heute Geogesser. Was zur verfickten Hölle ist Geogesser? Ist irgendjemand herin, der Geogesser nicht kennt? Das habe ich wirklich lang geschoben. Und heute ist der perfekte Tag dafür. Mir rinnt jetzt schon wieder die Soße, aber nicht, weil es da herin so heiß ist, sondern weil der Kackstift schon wieder fast das Schreiben anfängt. So, wobei der schreibt, ja, komm, weiß ich nicht, ja, Tinte ist auch flüssig. Egal. So, jetzt passen wir auf. Da schalten wir mir jetzt da in den Fullscreen-Mode. Vielen herzlichen Dank übrigens an den Dampfler und an den Stefan, die mir seine Accounts angeboten haben. Aber die kann ich mal, kostet einen Fünfer für einen ganzen Monat. Da geht es wieder, der interessiert mich nicht. Und ich habe auch nicht gewusst, dass da gibt es ja richtig so mit Level-Up und XP-Farmen und Punkte-Farmen und so einen Scheiß. Und danach taugt es mir noch recht, vielleicht später auch mal Offstream, keine Ahnung. Jetzt schauen wir da mal rein, was das ist. Ich kenne es nicht, ich kenne es extra, da haben ein paar Leute dabei. Also, was ist Geogesser? Geogesser ist im Prinzip eigentlich gar kein Spiel, so dass du so, hallo da, Dankeschön, ab wann kriegt man eine Auszeit, wenn man immer wieder ein Nightbot mit Ausrufezeichen Capturing, weiß ich nicht, probier es aus. Schwarzraten, Georg Gesser, ja, weiß ich nicht. Hoppala, ich hab aus Versehen auf deine Adresse gedrückt. Upsi. Also, GeoGuessr ist eigentlich kein Spiel, das du installieren oder runterladen kannst. Glaube ich. Vielleicht gibt es mittlerweile auch eine Version, die man bei Steam runterladen kann oder so, weiß ich nicht. Irgendein Nachmacher oder so. Eigentlich ist eine Internetseite. Nichts anderes wie Internetseiten. Da gehst du auf geogesser.com. Dann kannst du da anmelden und mittlerweile, glaube ich, kostet es was. Ich weiß gar nicht, ob es einen kostenlosen Spielmodus gibt, aber ich habe jetzt einmal den Account für 5 Euro da gekauft. Ich meine, bei 5 Euro ist nichts hin. Und dann hast du unendlich Zugriff auf alle Spielmodi und so weiter. So, und was du da machst ist, du fängst ein Spiel an. Und dann wirst du irgendwo auf der ganzen Welt, also in der echten Welt,
per Google Maps bzw. Google Street View platziert und kannst dich dann so umschauen und kannst da ein bisschen umeinander klicken. Ich weiß nicht, wie weit das man klicken kann, ob das begrenzt ist oder nicht. Und dann hast du eine Weltkugel daneben und du musst klicken, wo das ist. Und je netter, dass du dran bist, desto mehr Punkte gibt's. Und ich sag das, was ist, ich werde wahrscheinlich kein einziges Mal auch nur auf 1000 Kilometer oder 2000 Kilometer ohne kommen, weil ich eine absolute Null bin. Das wird mit Sicherheit, entweder wird's super lustig oder ist wieder totaler Scheißdreck. Aber für was habe ich eigentlich dabei? Na? Na? Was ist da los? Selbstspieler. Der Fluss hat mittlerweile ein eigenes Flussbett und heißt Mini-Donau-Cup. Es tut mir, ich glaube, das wirklich eine richtige Scheiße ist. Alter. Leg mir am Arsch. Selbstspieler, merci dir. Zieh das Geld zurück, weil ich glaube, das kannst du brauchen zum Garten am Grom, Alter. Bambi, merci wieder ein Resub und der Big Mac on Rips. Nein, das ist der Trap Foxy! Ich habe einen Ton schon ausgemacht, kriegst die Privattröte. Welcome to the Squad. Ab in den Chat, aber die an den Trap Foxy, wenn er mitmacht, ist er eine Kackfrisur. Der Big Mac on Rips. Servus Birger, ich habe morgen letzte Examprüfung und jetzt erstmal einen Kopf beim geilen Stream ausschalten. Merci für den Content, lass gut gehen. Erst wieder in 21 Monaten. Sie, Sir, bedanken sich bei mir mit Sicherheit nicht. Dankeschön. So. Ich nehme gerne jeden Tipp, wovon geben, wie man sich da so orientiert. Das Einzige, auf was ich jetzt da selber komme, natürlich, wenn man Ortsschädel sagt. Und dann weiß ich auch nicht, wo das ist. Ich weiß nicht einmal, wenn du zu mir sagst, Alter, Triering, ja, ich kenne Triering, aber wo ist Triering, kannst du auf der Landkarte nicht sagen. Und wahrscheinlich beißt es bei manchen Ländern schon aus. Aber wenn du dann einmal so kyrillische, russische Schrift sagst oder chinesische Schrift, dann weiß ich auch nicht, ob es China ist oder Korea oder Japan oder was weiß ich. Auf so ein paar Tipps, wie man sich da orientiert, da werden wir vielleicht schon noch drauf kommen. Schauen wir mal. Und ich schreib's dem Chris noch, dass er mein Geld nicht will, weil er nicht abgebucht hat vor 3 Monaten. Da schreibt der Schrank zum Beispiel. So kenne ich meine Community. Und das glaube ich dir, dass du das da hast. Das glaube ich dir, dass du das da hast, weil ich euch kenne, normal. Und der Girgelschoss, ich sag's dir nochmal. Domain-Endungen. Wie kommst du auf Domain-Endungen? Ja, ja. Und so Brutal-Tipp. Auf den weiß ich nicht. Aber der Fall schreibt zum Beispiel was. Wichtig. Schau auf Nummernschilder. Ja, genau. Das war jetzt auch noch sowas. Da war ich noch selber drauf gekommen, aber die haben meistens verpixelt bei Google Street View. Straßenmarkierungen. Light ist klar. Und vielleicht, wenn du auf Sonne schaust, ist der Pro-Tipp nochmal. Ja, aber Alter, wir sollen anhand von der Sonne erkennen, was für Land das ist. Sag's, also, weiß ich nicht, wie man das auslässt. Telefonnummern bzw. Vorwahlen. Alter, ich kenne 049 und dann war's das. Ich weiß nicht einmal die Vorwahl von Österreich. Da kann ich, oh mein Gott. Okay, so viel dazu. Und das glaube ich lang zur Erklärung. Jetzt drückt man einfach mal auf Singleplayer und ich habe auch gesehen, es gibt da einen Multiplayer. Hoppla, warte mal. Wird geladen. Ich glaube, das Tutorial habe ich schon gemacht, aber wir haben glaube ich immer nur im Tutorial. Hört jetzt auf mit einer Donaterei, ich muss mich jetzt konzentrieren, weil sonst wird es ultra peinlich. Was ist da los? Ciao jedermann, der Birger, das wird heute Legend. Warte, der. Ich hoff's. Babi, 2! Ich bin dir noch 2 Raten schuldig fürs Kabel. Vollidiot. Halt's Maul, nimm's zur Not, steckst es in deinen Ranzen. Möp! Ich glaube, es wird im Ranzen. Ich baue mir ein Carport im Ranzen drin. Für ein Stück Steg. Bambi, merci dir. Stefan, ich hätte am Anfang eventuell mal die Zeit ausschalten, geht über den Startbutton. Da geht's da um Zeit auch noch, möchtest du mich verarschen? Okay, 5-mal ist auch mit merci dir, Stefan. Lenny, 34 Monate Bier gehabt, danke für immer belustigende Streams. Werte Herr, so mache er weiter. Brot! Merci dir. Sag Schluss jetzt! Ich fange jetzt das Lesen an. Ich habe im Hintergrund immer noch Subnautica Musik drin. Ich glaube, die passt ganz gut. Das ist mir jetzt wurscht, das wird schon passen. So, jetzt pass auf. Hallo! Ich bin Geo, dein Guide. Lass uns um die Welt racen. Deine Aufgabe ist es, in so wenigen Tagen wie möglich um die Welt zu reisen. Um zu reisen brauchst du Geld. Verdiene dein Geld, indem du errätst, wo du bist. Drücke, geht da mit Tasten. Space. Okay. Für jeden Besuch in einer Stadt erhältst du einen Stempel in deinem Reisepass. Das hat so wie ich das vor Jahren, das gibt es ja schon seit über 10 Jahren, dieses GeoGuessr. Das hat es doch damals alles nicht gegeben. Die haben ja da ein richtiges Ding draus gemacht. So. Deutschland, Munich, das weiß ich, das darf ich gerade noch wissen, wo das grob ist. Das ist aber auch schon das Einzige. Und Berlin vielleicht noch. Und dann ist Schluss. Nächste, also müssen wir Stempel. Ach, deswegen dieser Passport. Ja, okay, ich verstehe. Hier ist etwas Reisegeld, damit du starten kannst. Oh Gott, frag mich das jetzt, wo Städte sind, einfach nur in der Easy-Version. Oh mein Gott. Ah, das ist das beste Outing, dass man absolut ahnungsloser ist, wenn das jetzt wirklich so ist. Hey, Isidor! Schluss jetzt!
Ich weiß nicht, was das Abo kostet, aber reicht es mal im Chris weiter, dass der wenigstens entschädigt ist. Den entschädige ich schon. Chris und falls sich da keiner rührt, das geht auch auf mich. Sag ich dir freiwillig, was ist. Easy, du, ein Kuss auf die Nuss, merci dir. Schluss jetzt mit der Donaterei. Mutiger Briefkasten noch. Ich glaube, wenn du den richtigen Kontinent triffst, kannst du schon 2 schreiben. Das liest sich gut. Das liest sich gut. Bei mir zählt es schon, wenn ich einen Kontinent triff. So. Hier ist etwas Reisegeld, damit du steigen kannst. Da haben wir 500 da herum, Portemonnaie. Seht ihr? Ach, shit. Das ist, weil, ja, das ist mein Fullcam-Dingsbums und da schneide ich vom Browser über oben weg. Das kann ich auf die Schnelle nicht wegmachen, glaube ich. Warte mal. Dass ihr da alles seht, kriegen wir das hier. Ja, kriegen wir hin. Schau her. Schau hin. Also ich spiele das im Browser. Das kann theoretisch jeder spielen. Da brauchst du nichts installieren und so weiter. Glaube ich zumindest. Und dann passt das. So, weiter. Was passiert da? Verdiene beim Spielen Reisegeld und schalte Hinweise frei. Okay, was soll man das jetzt sagen? Ja, das ist Minga, das ist das Frauenkier. Das ist Frauenkier. Sagt man von da so viel Berg hinter Minga? Stimmt nicht, da haben eigentlich die Alpen dahinter, gell, wenn man so in Richtung Süden schaut. Ja, aber das ist auch schon alles, was ich weiß. Sag ich, was muss ich jetzt tun? So, jetzt bin ich da kann ich Backerl aufrein. Spiele, das seht ihr nicht hinter mir, warte mal. Da habe ich so Backerl herunten. Spiele ein weiteres Level, um das Paket freizumachen. Okay. Das heißt, ich muss jetzt einfach Städte raten oder was ist jetzt das da? Oh mein Gott. Oh Gott, wird das jetzt peinlich. Level 1. Choose Category. Summer Olympics, Famous Companies, Space Travel. Verstehe ich nicht, aber ich nehme jetzt auch meine Favorite Companies. Da kann ich am meisten damit anfangen. Und dann geht... Oh, es geht halt wirklich um... Ach komm. Um Gottes Willen, oder? Okay, wir haben jetzt da irgendwo... Was ist das da? Scandic. Oh, da steht was. Kann ich da nicht da unten so... Warte mal. Imo-Pack 077190. Ja, Alter, was weiß ich, oder? Und wo kann ich dann... Da unten kann ich... Ach, und dann... Ich dachte jetzt... Ach so! Ja, Moment mal. Wenn man natürlich jetzt ein Favorite... Wenn man natürlich große Companies haben, Ikea ist natürlich Schweden. Schweden, glaube ich, kann ich da gerade noch sagen, weil der Name Birger, der kommt ja nicht von ungefähr, das ist ein schwedischer Name. Halber der Schwede bin ich nicht, aber ein Viertel ist irgendwo da. Schweden, ja, okay, Schweden macht dann schon Sinn, wenn das jetzt natürlich die Referenz drauf ist, ich weiß ja noch nicht. Wir haben noch 40 Sekunden, um Gottes Willen, fahren wir weiter, vielleicht steht, kommen wir da überhaupt weiter von? Oh mein Gott, ich sage, Hotel, Konferenz, Center, Pool und Bastu, wie Paddel. Aber willkommen, hört sich schon sehr schwedisch schon, aber wo in Schweden? Hauptstadt. Was ist Hauptstadt in Schweden? Stockholm. Oder Uppsala. Es gibt offensichtlich eine Stadt in Schweden, wusste ich bis jetzt gar nicht. Oh Gott, jetzt wird's ran! Ich nehme einfach Stockholm! Keine Ahnung, ich nehme einfach Stockholm mittendrin! Da drücke ich hin! Raten! 11 Kilometer, Alter! Absolutes Pro-Gaming! Babidi-Bober! Kurva! Was ist denn das schwedische Schimpfwort? Ich weiß bloß, was Spinne auf. Was ist Spinne auf Schwedisch heißt? Hemmi-Hecki. Also gehe davon aus, wenn wir jetzt da die fetten Firmen sehen, wenn wir da jetzt die fetten Firmen... Oh, das schaut mir die so, das ist wieder mehr Dusel als Verstand, Mann. Also die Hauptstadt von Norwegen... Was? Oslo ist die Hauptstadt von Norwegen, du Profi. Ja, aber wir haben ja doch weder ich hab doch weder von Norwegen geredet, noch irgendwas anderes. Ich hab doch von Schweden geredet. Oder vielleicht meinst du gar nicht mich, weiß ich nicht. Ja, nicht schlecht, der Herbie. Ja gut, das weiß ich gerade noch. Da hab ich jetzt aber auch wieder Dusel gehabt. So, nächster. Okay, also wir merken uns, große Firma, das ist halt da so wahrscheinlich, wir müssen das Land im Prinzip bloß da ran und dann klicken wir einfach in die Hauptstadt ein und schauen, was passiert. Ja, da gefreut sich der Dude in der Unterhosen. Ich hab extra einen Avatar gebaut mit der Unterhosen. Weiter! Oh! Ach, das kennen wir immer! Das ist ja ein cooler Spielmodus. Historical Events. Da bin ich in Geschichte, war ich auch immer ein Profi. Also, da ist jetzt ein geschichtlicher Event passiert wahrscheinlich an der Ortschaft. Und wir müssen einfach dann da hinklicken, wo der passiert ist. Das wird sicher gut. Play. Zack. Das ist die Mauer. 9. November 1989 marked a significant event at its spot that echoed throughout the world. Nein, Freilich ist das die Mauer! Berliner Mauer, Brudi! Ist da noch was rundum? Da Zalando, Hauptquartier. Und da kam das Siegel ist das, was sagst du das?
Also komplett behindert sind wir also auch nicht. Da ist Mercedes-Benz Arena. Oh shit, wo die ist, weiß ich nicht. Das ist auf alle Fälle sicherlich noch ein Überbleibsel von der Berliner Mauer. Ich meine, ein bisschen was hat man ja stehen lassen aus geschichtlichen Gründen. Da fahren wir mal in Berlin rein. Aber wo die Mauer genau entlang gelaufen ist, das weiß ich doch nicht. Das hat da die Seiten rechts um. Ich tue jetzt auch, wo ist denn, beim Ostbahnhof, das weißt du. Schau ja, dass die wissen, wo in Berlin der Ostbahnhof ist, Alter. Da ist das Stasi-Museum, da. Das ist gut. Funkhaus, der drücken wir aufs Funkhaus. Oder? Boxer, vielleicht ist aber Berlin, Schönhauser Allee-Arkaden, vielleicht Ikea, Berlin, Lichtenberg, Eastgate, Action, Berlin, Kaufmarkt, vielleicht ist Mercedes Arena. Wo ist denn die? In der Mitte war die Mauer. Ostberlin, Kreuzberg. Ja, schon, auf rechte Seiten oder nördliche Seiten, aber ich hätte jetzt gehofft, dass ich da vielleicht irgendwas von dem Stadion sehe. Ist das schon ein Fußballstadion? Jurassic World Exhibition Berlin. Was? Spreetunnel, großer Müggelsee. Ich muss irgendwo hindrücken, ich tue jetzt Stasi-Museum, da drücke ich hin, raten. Ja! Hey, schau hin! Und da war dann Uber-Arena, da steht. Vielleicht heißt es mittlerweile anders und das Foto, ich weiß doch auch nicht. Da schau hin, 3,2 Meter, 3,2 Meter, ja. 3,2 Kilometer, das ist okay. Das ist okay. Kann ich ja für einen absoluten Kacken über einen Ahnungslosen. Hab schon gesehen, hab die Zeit schon gesehen. Das fängt dann also geil zum Rot blinken an. Fängt dann also geil rot zum Blinken an, als das Damage kriegen. Das glaubt mir, da bin ich völlig zufrieden damit. Da hätte man viel weiter weg sein können. Viel weiter weg. Weiter! Was nehmen wir? Famous Autor. Ja, weil ich kenne nicht einen einzigen Autor, kenne ich. Ich kenne einen Tolkien. Und der ist aus England. Und ich weiß nicht einmal, ich habe einen Film gesehen, ich habe sogar ein bisschen was gelesen, ich habe jetzt schon wieder vergessen, wo zur Hölle der Mann studiert und gelehrt hat dann. Historical Events oder Songs with Place Names. Uff. Jawohl, der Scheiß, das war jetzt sehr einfach. Ja, als Deutscher ist das einfach, ja. Probieren wir mal das mit Songs with Place Names. Schau mal, was steht unten? Um Gottes Willen, keine Ahnung. Coldplay, Imagine Dragons and Jacques Brel all have songs about this city. Oh komm, was weiß ich. Was steht da? Kannst du nicht lesen. Klappte keine Ahnung. Kann ich da ein bisschen weitergehen? Ich kann es nicht lesen. Was steht da so? We support local artists, art by Charlotte Greven. Public Illustrations, Toby, ich sehe nix. Slagery Bürs, Vers, Beleg de Brotje. Das hört sich holländisch schon. Kann das Holland sein? Amsterdam, guter Punkt. Kann Holland sein? Also der Sprache nach kann Holland sein. Dann nehme ich jetzt das einzige. Was gibt es denn in Holland sonst noch für Holland ist links über uns, das weiß ich auch gerade noch. Apeldoorn, was ist denn die Hauptstadt von Holland? Ich weiß, ist das Rotterdam? Ich sag's freiwillig, ich weiß es nicht. Ich weiß nicht mehr, wo, da ist Eschede, das habe ich beim Zug umgelegt, Groningen, habe ich schon mal gehört in meinem Leben. Ist Amsterdam die Hauptstadt? Oder Rotterdam? Kann ich da jetzt nicht sagen. Amsterdam kennt halt jeder, darum nehme ich jetzt Amsterdam. Und wo kann man da sein? Da geht auf alle Fälle ein Fluss durch. Da ist ein Kanal, also fix Amsterdam. Ja, aber da gibt es ja mehrere. Aber wo geht der durch? Er geht da so durch. Und dann ist da eine Brücke drüber, aber eine kleine. Haben wir da eine Autobrücke in der Nähe? Ja, das Amsterdam ist schon. Hat's gut. Auf Holland, was ist jetzt? Was? Was war denn jetzt? Okay, was war denn jetzt? Leg mir mal. Hab ich jetzt da aus Versehen irgendwo hingeklickt? Das wollte ich nicht. Ich hab aber auch nicht geklickt. Oh, so ein Feuerball, Junge! Ich hätte da herum irgendwo hergeklickt. Also war wahrscheinlich wieder so 10 Kilometer weg. Na, was, das war Zeit? Ja gut, sie fixen was, dass die Zeit kriegt. Scheiße. Goddammit, müssen wir uns schnell schicken. Dann probieren wir es nochmal mit Songs with Place Names. Play. So, jetzt schneller. George Ezra sang about the city in 2040. Alter, was weiß ich. Okay, leg mir mal schnell Säge, Bruck. Italien. Uofo Soljuk Axtel Keruletben. Ich bin ein Depp, das ist nicht Italien. Was ist denn das? Das ist was anderes. Es ist Bulgarien. Ist das Bulgarien? Irgendein Ostblock-Klump. Was schreibt hier? Budapest. Ungarn.
Ungarn kann sein, ist das ungarische Fahren. Wir haben ja gerade erst gegen Ungarn gespielt. In der EM. Ist tatsächlich Ungarn. Kann schon sein, ja, kann schon sein. Zuerst war ich kurz vor der Weiden war ich auf Italien, da war ich gar nicht so, also so peinlich war es nicht. So, ja, gerade aus Ungarn. Ungarn ist irgendwo rechts von uns. Wo ist Ungarn? Genau, da ist Ungarn. Und dann picken wir uns einfach mitten in Budapest ein. Da ist eine fette Brücke. Ja, da haben wir jetzt... Oh, da nehmen wir die. Die nehmen wir. Das ist die... Aber geht da unter unsere Insel durch? Geht da unter unsere Insel durch? Nicht wirklich, gell? Wir haben noch 15 Sekunden. Nehmen wir irgendwo nördlicher Brücke. Nehmen wir die. Die Brücke nehmen wir, da pflanzen wir uns mitten daher und drücken wir raten. Ah, es war die eine südlich gewesen. Goddammit! 8,3 Kilometer, laut der Pro gehen wir schon hin. Schon hin! Aber mit Ungarn war es gut. Ich hätte jetzt auf Bulgarien. Das war mir jetzt selber das nicht eingefallen, dass das Ungarn ist. So wie das ist. Ich war irgendwie auf Bulgarien hängen geblieben, warum auch immer. Und dann hätte ich einfach blind in die Namen, in die Stadt mit dem größten Namen eingedruckt, weil ich da weiß ich die Hauptstadt auch nicht. Was ist denn die Hauptstadt von Ungarn? Ja, Budapest. Ja, du voll. Ich war sogar schon mal am Plattensee. Da sind wir durchgefahren. Und ich weiß nicht. Oh Gott im Himmelbirger. Oh mein. Nächster. Was haben wir? Space Travel. Was werden Space Travel bedeuten? Ich hab auch keine Ahnung, selbst wenn jetzt da der offensichtlichste Space-Landestartplatz kommt, von der NASA himself, dann wissen die nicht, wo die NASA ist. Ich darf irgendwo auf Nevada tippen. Weiß man, wo die NASA ihren Ding hat? Für was habe ich euch dabei? Das probieren wir aus. Aber der schöne Famous Companies ist auch dabei, den nehme ich lieber. Das nächste Mal nehmen wir Space Travel. Das ist lustig. Was haben wir da? Oh Gott, was ist denn das? Rolex. This luxury brand has been around since 1905 and has deep roots with this city. Ja, ist Schweiz, oder? Florida? Ist Rolex aus den USA? Hab ich nicht gewusst. Sag ich freiwillig, was ist? Center Sportive de RTS. Was steht da so? Kann man da irgendwas lesen? Hockey Club. Okay, schaut tatsächlich... Oh, was ist das da? Steht da Genf? Das ist ja doch die Schweiz. Ihr Zipfin. Da hängt da Schweizer Flaggen, glaube ich. Das ist fucking... Ihr bringt's mir, ihr möcht's mir nur wieder trollen! Hab ich mir schon gedacht, dass Rolex nichts in die USA verloren hat, sondern der Schweiz viel besser passt. Aber wo haben die einen Hauptsitz? Keine Ahnung. In der Schweiz kenne ich mich auch keinen Stecker nicht aus. In Bern, Zürich, keine Ahnung. Die größten Namen halt. Ich tippe jetzt auf Zürich. Einfach mitten in Zürich reingeschrieben, wir haben nur noch 20 Sekunden, ich hab schon immer. Na schwach, Genf! Ich Vollidiot! Wo war... Genf ist irgendwo auf der rechten Seite. Wo ist Genf? Genf. Scheiße, wo ist Genf? Ich war schon tot am Autosalon! Oh Gott! Scheiße, wo ist Genf? Wo ist Genf? Ich weiß nicht! Ich will nicht drücken, einfach da hin! Und drück raten! Ach, das war link. Was war das? Ist es auf der linken Seite von der Schweiz? Haben wir da durch die ganze Schweiz durchgefahren? Ich war so fest davon überzeugt, dass Genf auf der rechten Seite von der Schweiz ist. 260 Kilometer. Immer noch besser als hoppala, total verschissen. Genf wo? In Genf gibt es nur eine Konvention. Da waren wir mal in meiner allerersten Arbeit. Wir haben da mit Alpina Automobile zusammengearbeitet. Weiß ich nicht, kennt das irgendjemand? Die bauen so aufgemutzte Luxuskarren aus BMWs, aus Zimmer-BMWs und so ein Scheiß. Puppetüse mit einem Biturbo reingeschissen und so weiter. Dann hat das Ding 8000 PS. Da geht's zu und dann haben wir da mit den Autosalon gefahren. Aber da haben wir nicht so lange gefahren, dass wir da durch die ganze Schweiz durchgefahren sind. Also, kann ich mich nicht mehr ist aber auch 20 Jahre her. So freiwillig nicht ganz, aber fast. 18 Jahre ist her. Kurzewix, der Nubius! Chat! Über der Map! Das stimmt. Hilft nicht. Chat muss über der Map sein. Mehr sie dir. Bewertung drüben, nur mehr sie dir. Bürger begenft. Ja, die Genfer Empfehlung. Herr Chris, weißt schon, was du sagen willst damit? Ja. Biggest Cities. Haben wir noch gar nicht gehabt. Nehmen wir straight. Ich weiß nicht mehr, ich weiß nicht, was es ist. Da werden wir uns nur
Nur blamieren. Ja, auf alle Fälle haben wir da nach Genf gefahren in den Autosalon und haben wir dann Fotos und so Rundumfotos von den Autos und Innenfotos zum, wie du da in Google Maps halt bewegen kannst und so. Und das war vor 17, 18 Jahren, war für das schon der modern Shit, Alter. Hat nicht jeder gemacht, hab ich da schon gemacht, in der Ausbildung noch. Play! Biggest Cities! Wo sind wir? Was ist das? Oh, die Leute schauen asiatisch aus. Ich weiß nicht warum, aber das sagt mir irgendwie. Ja, wohl. Doch. Asiatisch. Da haben wir. Oh ja, sagt man da schon am Schriftzeichen. So, jetzt ist ganz Hongkong, Tokio. Hat jemand einen Plan? Was haben wir da? Haikon, Hachio. Nehmen Tokio. Ich bin auch eher für Tokio. Tokio. Oh, das war der fette Porsche umeinander. Das kennen sogar ich. Das ist das einzige Auto, das ich kenne an der Form. Sonst schon keins. Und das ist wahrscheinlich ein Jeep und das war's. So, aber lesen kann da sowieso kein Schwanz was. Nehmen wir Tokio. Tokio. So, fangen wir lieber gleich einmal das Suchen an. Ich weiß jetzt ja gar nicht, ob ich da irgendwo reinklicken kann und schirmen kann. Ja, doch, das kann ich. Jetzt mal so auch, Japan ist da. Tokio ist da, das weiß ich auch gerade noch. Aber gut, wo wir da sind, keine Ahnung. Ich klicke jetzt einfach auf gut, klick da so einer, drücke auf Raten und dann muss es passen. 7,9 Kilometer. Alles unter 10 Kilometer ist ein 9 von 10. Alles ab unter 1 Kilometer haben wir es durchgespielt. Aber gut, wieso ist es? Schau doch mal, das ist so insane wie das. Einmal mehr hätte ich da hin. So auch bloß ein Kurzding, weil was tust du da die ganze Zeit? Da kriegst du einen Vogel, einfach nur für den kurzen Kulturschock. Ich hasse ja Großstädte, aber mit Absicht dann da hinfahren und das ist ja insane, allein, wenn ich das da anschaue. Alter. War schon mal jemand in Tokio? Mit Sicherheit, oder? 7,9 ist in Tokio nachbar. Ja. Und auf den 7,9 Kilometer wohnen 1,5 Millionen Leute wahrscheinlich. Aber ja, das war gut. Da war ich ja selber draufgekommen, ohne Chat, glaube ich. Vielleicht hätte ich mir noch überlegt, Wahl zwischen Hongkong oder Tokio hätte ich geklickt. Birger ist gleich GeoGuessr Master. Ja, das glaube ich ist aber auch der Ultra-Easy-Mode für die absoluten Affen. Weiter geht's. Was haben wir da? Historical Events, Famous Autor. Oh gut, ich kenne nicht einen einzigen Autor, wie gesagt. Songs, nehmen wir Historical Events. Schauen wir mal, was da passiert. Haben wir bei Level 7? Wie viel Level müssen wir da machen? Ich habe keine Ahnung. Macht Spaß. Oh Gott. Okay, Palmen. Shortly after his release from prison, Nelson Mandela held his first speech as president here. Oh, fuck off. War der Nelson Mandela nicht ein Südafrikaner? Da brauche ich jetzt euch. War das nicht ein Südafrikaner oder irgendwie so? Da kann ich mir jetzt auch komplett verdorren. Ist da zumindest klimamäßig einmal ja mit dem Finger auf der Landkarte. Ja, Afrika. Neu-Delhi. Ich war eher für Südafrika. Hat er das in Johannesburg, sagt man, das ist halt auch ganz unten. Was auch immer das ist. Swasiland. Lesotho. Was ist Kapstadt? Hat er das in Kapstadt? Johannesburg? Wo ist denn Johannesburg? Da ist Johannesburg. Ja, Kapstadt oder Johannesburg. Aber das soll jetzt eigentlich, sollt ihr auch so weit gebildet sein, dass ihr wisst, wo der Nelson Mandela seine erste Rede nach dem Gefängnis gehalten hat. Aber ich lese da definitiv Johannesburg am 11. Wo dieses Gebäude ist, weiß ich natürlich auch nicht. Ich tippe ins Blaue und in die Houghton, in den Parktown. Parktown, Zeit läuft ab, raten. Ja, aber da in Kapstadt! Hübelsacre! 260 Kilometer. Heilige Scheiße. Aber gut, wenigstens war ich nicht allein mit meinem. Ansonsten hätte ich irgendwo entweder nach Kapstadt gedruckt oder Johannesburg gedruckt. Also was wird? Schau her, lernen tut man da auch noch was. Da lernt man auch noch was. Also muss ich mich kurz mein Bauch beruhigen, weil das schon wieder umeinander düdelt. Biggest City oder nehmen wir mal Space Travel, weil mich einfach interessiert, was man da sagt. Play! Das habe ich mir gedacht! Und ich weiß nicht, wo der... The Launch Control Center has been used for space missions since the Apollo 4. Also ist etwas... Ja, das habe ich gewusst, dass das NASA-Scheißgebäude kommt. Ich weiß, wie es ausschaut, aber ich weiß nicht, was es ist. Schauen wir mal rundum. Ja, es schaut doch sehr wüstig aus, keine Berge und nichts. Ist Nevada. Houston, we have a problem. Okay, wo ist Houston? Florida, sagt sie. Wo Florida ist, weiß ich ausnahmsweise. Ist da Houston...
Cape Canaveral, Florida, Fort Lauderdale, Florida, Cape Canaveral, Houston, Texas. Meinst Texas, Houston? Texas ist ein bisschen weiter da. Das weiß ich. San Antonio, Houston. Ich sag auch Houston! Ich sag das ist, weil Houston have a problem. Ich sag Houston! Aber wo da? Wahrscheinlich nicht mitten in der Stadt. Jetzt haben wir noch 37 Sekunden. Faye haben geschrieben Cape Canaveral in Florida. Nein, ich glaube eher Texas, Houston. Aber wo da? Hamilton, Eagle Lake, wahrscheinlich mehr im Landesinneren oder eher im Land... Ich hab keine Ahnung. Cape Canaveral, Florida, Bürger Make America Great Again. Die Staaten sind immer in Äquatornähe. Okay. Das macht Sinn. Also dann darf ich eher auf südlich tippen. Dann nehmen wir das erste, was ich kenne, Corpus Christi. Warte, in dem Bloomington, in dem das da. Guess. Das war doch fucking Florida. Aber wo da? Kann ich da reinzoomen? Ist das John F. Kennedy Space Center. Heilige Scheiße. Nummern langsam, damit alle was lernen. Zack, Houston, Texas war es nicht. Hab schon noch rechtzeitig durch, haben wir meilenweit weg, 1500 Kilometer. Das ist wie wenn du von da auf Berlin fährst. Ein bisschen weiter. Und da ist so eine kleine Insel, sagt er heraus. Und da schaut tatsächlich schon her, Cape Canaveral Air. Und hier wahrscheinlich da irgendwo einer tippt. Gut, direkt neben dem Flughafen wahrscheinlich auch nicht, aber da oben hätte ich auch nicht tippt. Und da herum ist... War noch cool, wenn man da auf Satellitenansicht umwechseln kann da und so und ein bisschen schauen kann. War cool. Dort hat es auch stehen, NASA Kennedy Space Center, die hätte wahrscheinlich dann da irgendwo hertippt. Fuck! Wahrscheinlich ist aber Houston, we have a problem, aus einer Zeit von vor Cape Canaveral, weil da unten in dem Geschichtstext-Hinweis, da steht es ja drin, dass erst seit der Apollo 4 jeder Staat da war. Und vorher war er möglicherweise dann in Houston. Kann das sein? Macht das Sinn, was ich da sage? Ich weiß es nicht. Und zurück und wieder rauf. Und ich sag noch! Ja, da wo der komische Priester das Universum geredet hat. Was? Area 51 da sich freuen. Das, selbst die wissen die nicht, aber die weiß ich, dass sie Nevada ist. Wo ist Nevada? Irgendwo da in der New Mexico, oder? Oder oder Arizona, Utah, Colorado. Irgendwo da ist Nevada. Ja, das macht mir ganz viel Sinn, was ich jetzt gerade gesagt habe. Nevada ist in New Mexico, ja, ist in der Nähe von New Mexico. Und das da ist Nevada, aber wo dort Area 51 ist, ich habe keine Ahnung. Ich weiß, wo angeblich der Bob Lazar gearbeitet hat. Wenn ich da jetzt den Namen lese, dann fällt er mir ein. Aber da die eine tippen können, sage ich dir, was ist Shannon, Cherry Creek, Preston, Land, Hickory, wahrscheinlich ist da gar nicht drin, Manhattan, Round, Kevin, Millet, Gaps. Ist ja vollkommen wurscht, hilft der nicht. Erneut versuchen. Schon wieder Space Travel. Gibt es mehrere Space? Wenn mehrere Space Travel wird, NASA kenne ich nicht. Dachte, der Kennedy ist aus Berlin. Ja, fast. Houston, we have... Oh, da haben wir einen schönen Geschichtshinweis. Pass auf, Kniedelwutzler schreibt. Houston, we have a problem, war am 13. April 1970. Wann war die erste Mondlandung? Oder so die erste... 69. Houston war Apollo 13. Aber da ist doch unten drin gestanden, dass jeder Raketenstart seit Apollo 4 von Cape Canaveral aus gemacht wird. Dann stimmt vielleicht da bei Dings was nicht. In der Nähe von New Mexico ist aber ein großzügiger ausgelegt. Ja gut, das stimmt. Seien wir uns ehrlich, das stimmt. Selbstspieler. In Houston ist nur die Kommandozentrale. Okay. Ja, haben wir wieder was gelernt schon. Ja, der Nuvius Wave Messe, die übrigens für den neuen. So. Nehmen wir nochmal Biggest Cities. Das ist das einfachste gewesen. Oh Gott, im Himmel ist das fucking Indien. Es tut mir leid. Aber instant sehe ich halt einfach, wirst du auch. Okay, kaum, Alter. Stell dir vor, du wohnst da. Heilige Scheiße, nochmal stell dir vor, du wohnst da, Alter. Du hast überhaupt keine Ahnung, wie gut dass man es bei euch gelegt mir am Arsch. Was für ein. Darf ich sagen, was jeder denkt? Ich habe schon immer gesagt, was ich mir denke. Was für ein Drecksloch, Alter. Es tut mir leid, was für ein Drecksloch. 100%ig Delhi. Ja, genau. Neu-Delhi oder Delhi ist da ein Unterschied, ich weiß es nicht. Ich weiß gar nicht, wo Delhi überhaupt ist. Surat, Lucknow, Kalkutta. Oder ist Kalkutta? Das ist das Einzige, was ich kenne. Oder Neu-Delhi. Nehmen wir Neu-Delhi. Oder Berlin-Neukölln. oder Frankfurt-Bahnhof.
Schrift ist oben verbunden. Schrift ist oben verbunden, da weiß ich jetzt nicht, was man damit sagen muss. By the number of inhabitants, the city is the second largest. Oh shit, das weiß ich nicht, aber ich tippe auf Neu-Delhi. Pfui Teufel, ich tippe jetzt da irgendwo auf Neu-Delhi, aber so groß ist die gar nicht. Schau mal die so. Jetzt, wir haben schon noch ein bisschen, jetzt warte mal. Bangladesch? Ist Bangladesch nicht größer oder Dhaka? Indien einfach, ich tippe auf Neu-Delhi. Einfach rein in Neu-Delhi. Neu-Delhi reingeschissen. Woo! Woo! 3,4 Kilometer weg. Das ist der Sadar Bazar. Aha. Na! Achso, ich kann schon noch weiter. Oh, das hab ich mal nicht abgebrochen. Ich wollte eigentlich nur mal das Battle singen. Was für ein... So großartig. Ja gut, weil nicht so viele kleine Häuser dort sind, wird auf der Karten wird zum Beispiel bei Tokio. Ja, da wollen einfach Häuser gebaut werden. In Delhi, weiß ich nicht, da glaube ich, da kauft man auch kein Grundstück nicht, sondern da wirfst du einen Stor irgendwie und sagst, das ist jetzt meins. Oder wahrscheinlich scheißt hin und sagst, das ist jetzt meins. Und dann kehrt's da. Da wird dann umtreten, da wird nicht gebotsmäßig ums Land geboten, sondern wer den größeren Haufen scheißt, hat das meiste Geld. Okay, halten wir uns mal. Biggest Cities, nochmal. So, was haben wir da? Was ist das da? Da steht Atravesse no Verde. Keine Ahnung. Gleich schauen. Okay, was ist der politisch korrekte Terminus? Ich weiß nicht, schon farbiger aus. Es sind keine weißen überwiegend. Termville, Carau. Preserve. Naturezza, Recycle, Tempus, Chip, Micro, Enaho, Acqui, was schreibt ihr? Mexiko-Stadt, New Mexico, Mexico City, wo ist das? Ich sag, das ist, ich weiß nicht, wo Mexico City ist. Ist das Brasilien? Es ist doch irgendwo da. Nein, ist es nicht. Fuck, wo ist Mexico City? Ich bin nicht dermaßen in Null, Leute. Das ist hundertprozentig Südamerika, oder? Wo ist Mexico City? Südamerika, ja. Brasilien ist Mexiko. Weiß ich nicht. Jetzt müsst ihr euch schicken. Mexico City, wo? In Mexiko. Was, Mexico City ist in Mexiko? War das nicht über der Trap? War das nicht über die Trap, dass es eben nicht in Mexiko ist? Ah! Ich drück irgendwo in Brasilien hin. Ich drück Brasilien, drücke Rio. Ich drück einfach da, ich leg mir Mosch. Sao Paulo was? In Brasilien, schau her! Und für das, dass wir total reingeschissen haben, haben wir gar nicht so weit weg. So viele Leute haben Mexico City geschrieben und nix Mexico City. Hier, Sao Paulo! Haben wir aber geschissen da drauf. Ja, Rio ist halt die einzige Kapuff, die ich kenne. Gut, Sao Paulo habe ich auch schon gehört. So ist es nicht, aber auf der Karte ist er nicht sagen können. Texas! GG, Alter! Haha! Nix Mexiko. Wieso wartet euch jetzt da so scheiße sicher, dass das Mexiko City? Bürger, das ist aber Mexiko. Ja, genau! Info immer lesen. Scheiße, das habe ich wieder übersehen. Ja, das ist scheiße. Duselgräser Verstand, sprengen nix, absolut. Ich hab's ja gewusst, ich stehe euch ja bloß auf Probe, wer da wieder reinbacksittet und wer nicht. Die Sprache war Portugiesisch, ich hab keine Ahnung. F1 vor in Sao Paulo. Ist das Mexico City? Schmetterling da drüber. Typisch Bürger, mehr Glück als Verstand. Scheißdreck, gewusst hab ich's. Ihr Pappenheimer, ihr schreibt alle Mexico City. Scheißdreck Mexico City. Wo ist Mexico City? Das mehr jetzt wissen. Wo ist das ist doch nicht in Mexiko. Red doch kein Scheißdreck nicht. Das war doch über die Trap. It's a Trap. Es gibt kein Mexico City in Mexiko. Was weiß ich, ist mir wurscht. Nächster. Historical Events oder famous Companies, Mama. Das war auch gut, hat mir gut gefallen. Samsung. Oh shit. Ist Samsung jetzt Korea oder Japan? Ich glaube Südkorea. This company. Ihr müsst mir halt ganz fest entschuldigen, wenn ich ab und zu mit koppen muss. Mir geht's eigentlich nicht so gut. This company initially sold noodles and produced from 1930 to 1960 when they started with electronics. Korea, Seoul.
Also ist schon Korea jetzt auch, war eher auf Korea gewesen, Südkorea gewesen, das ist irgendwo da hinten, ja, direkt neben Japan. Wir kann man natürlich auch mal nach Pyongyang einklicken und schauen, was passiert. Eher nix. Ja. Oh, nein, Hiroshima war es auch nicht. Wo ist denn so? Da ist Seoul herum. So, spricht man das Seoul aus? Ich habe keine Ahnung. Haben wir einen Fluss in der Nacht? Wir haben noch ein bisschen, um uns umzusehen, aber keine Ahnung. Ist das auch dann immer der Hauptsitz oder ist das einfach nur, weiß ich nicht. Wir nehmen den Süden von Seoul einfach mal da und drücken mal auf Raten. Ja, 17 Kilometer, das ist tippitoppi. Kann ich jetzt eigentlich schon mal das Backerl da aufmachen? Wie? Ich habe einen $18. Was $18? Kann ich da irgendwas tun? Nein. Ja, da waren wir gut. Da geben wir uns ein High Five. Skadusch. Weiter! Historical Events, Space Travel Songs with Place Names. Nix. Historical Events. Wilbur Wright, Orville Wright. Gebrüder Wright haben's Fliegen erfunden. USA. S und A. Steht sogar unten. The first airplane took flight here and flew 120 feet. Ungefähr 35 Meter. During 12 seconds. Und das sind die Gebrüder Wright. Aber wo die ihren ersten Flug gemacht haben. Oh wow, keinen blassen Dunstmeister. Aber es ist auf alle Fälle schon mal America. Das ist schon mal alles, was ich war. Aber wo... Conquest of the Year. In commemoration of the Conquest of the Air. Weiß das jemand von einem? North Carolina? Killed Devil Hills, North Carolina. Oh, Olivia, jetzt, wo ist denn North Carolina? Ist das ein Staat? Ich habe keine Ahnung, wo North Carolina ist. Da ist North Carolina. Und dann... Was hast du geschrieben? USA, Ostküste irgendwo. Ja, da haben wir schon mal. Hätte ich nicht gewusst, bin ich ehrlich. Um Gottes Willen, lernen wir noch was. Schade, vielleicht wenn ich irgendwie Jacksonville. Was ist jetzt du? Ich nehme jetzt einfach Jacksonville. Kill Devil Hills. Ja, aber wie sollen die jetzt da finden? Kill Devil Hills, ein bisschen besoffen. Greenville, Asheville, Hickory, Columbia, die findest du nicht. Da müssen wir den Hausstand der Größe mal. Black Mountain, Waynesville. Ich muss irgendwo hinklicken, ich habe keine Ahnung. Ich klicke einfach da und da raten. Und da außen, draußen. Mitten am Map, tatsächlich, Kill Devil Hills, aber ich weiß nicht, wo die sind natürlich. Woher sollen das wissen? Weil waren wir weg, 85 Kilometer. Hey, hätte schlimmer sein können. Aber dass das direkt am Meer draußen war, sechst da im Beutel nichts rundum. Ja, hätte man schon sehen können. Aber ja, da war mehr zu sehen. Okay, das habe ich nicht gelesen, habe ich auch nicht gesehen. Entschuldigung, die haben sofort weiter. Nochmal Historical Events. This country was first to give women the right to vote back in 1893. Ja, Alter, was weiß ich. Da ist ein See. Was ist da? Grass Street. No exit. Kann ich nicht lesen. Bus Stop. Dog Exercise Area. Da schreibt jemand Neuseeland. Kann auch kein Mensch lesen. Du blinde Nuss, da hat man das Wasser sowas von gesehen. Ja, der Gardasee. Neuseeland? Wie kommt es jetzt da auf Neuseeland? Das hat mich schon interessiert. Kann auch keiner sagen, ob das ein Meer ist oder ein See ist. Finnland. Olympus. Rehutai. Ich hab keine Ahnung. Was steht da? Kann ich auch nichts lesen. Schweiz? Wie kommt es jetzt da drauf? Sandhafen? Oh, wie die Hafen schreiben, kann schon Skandinavien sein, gell? Ich sag das ist, ich drucke jetzt straight irgendwo Blinde in Finnland. Was ist denn die Hauptstadt von Finnland? Turku, Helsinki. Helsinki wohl eher. Ich drucke jetzt einfach irgendwo in Helsinki hin, das ist das einzige. Finnland kommt mir irgendwie am Dings vor. Schauen wir mal. Entschuldigung, auch über die Erdkugel zu weit weg.
Neuseeland ist gleich Linksverkehr, auf das habe ich jetzt gar nicht aufgepasst. Ich habe schon gelesen, aber ich habe da nicht drauf aufgepasst. Heilige Scheiße, tatsächlich Neuseeland. Das hat jemand so schnell geschrieben, dass ich mir schon gedacht habe, erstens, wer kommst auf Neuseeland? Zweitens, wahrscheinlich hast du das gewusst dass Frauen da das erste Mal das Recht gegeben wurde, zu wählen. Habe ich auch nicht gewusst. Aber wieder was gelernt, ja? Aber da kannst du was lernen, das ist spannend, das ist was zum Mitran, das ist das beste Leben. Wieso haben wir das nicht schon viel früher gemacht? Das ist super. Sollte jetzt aber auch alles über 10.000 Kilometer, gibt einen Topf. Ich drück drauf, wir haben bei 300, ich hab da leider nicht in ihrer Ansicht noch nicht gespeichert, dass man einen Topf sagt. Warte, ich probier's. Nein, habe ich nicht eingespeichert. Wir haben bei 330, jetzt haben wir bei 339. Ja, das ist ein Topf. Also alles über 10.000 Kilometer ist ein Topf. Totalversagen. Totalversagen. Biggest Cities nicht mehr, gib mir ein einfaches Kind. So, wo sind wir? The Boss sang about the streets of the... Ach, habe ich jetzt daneben geklickt und hab das mit The Boss sang about the street... Don't block the box, no turn on red. Ist das auch wieder... Das Linksverkehr ist auch ein guter Hinweis. Nein, das ist Rechtsverkehr. No turn red, one way. Haben das englische Straßenschilder? Aber in England... Oh, da ist Linksverkehr schon hin. Boston? Wie kommt's denn auf Boston? Oh, Downtown. Downtown Loop. Chestnut Street? Okay, ist doch amerikanisch. Old City. Philly. Oh Gott, wo ist denn Philly? Ja. Philadelphia kann ich auch. Ich weiß nicht, wo Philadelphia ist. Ich sag das, was es ist. Schreiben einige ja Kanada. Vancouver. Winnipeg. Wo ist denn Philadelphia? Ich hab keine Ahnung. Wo ist denn Philly? Ost- oder Westküsten? Schnell, ich brauche mehr Informationen, nicht bloß Philadelphia! In Colorado, ist einfach nicht weiter rechts, links! Im Osten, okay, da haben wir schon wieder. Charlotte, North Carolina, Georgia, Wilmington, Charleston, Philadelphia, Washington, da! Wir nehmen Philly! Einfach mitten reingeschissen, da, hier, Philly, ich merke mir sogar Chest Street, singen wir die noch irgendwo, nein, ich muss raten. Woo! 3,7, das sollte eigentlich einen Topf abziehen. Sag ich dir, was es ist. Map! New York in der Nähe. New York war wahrscheinlich das einzige, wo sie einigermaßen deuten kann, an der Ostküste, da rechts. So, Kinder. Ihr erinnert euch vielleicht, wie ich den Stream eingeschaltet habe. Wenn Folgendes passiert, dann müsst ihr euch kurz im Chat selber unterhalten. Ich komme gleich wieder. Ich stehe dabei da einen Trachtmann, den sagt man nicht einmal, einen Trachtmann als Werbung her. Und ich komm gleich wieder.
Das ist so unangenehm. Oh, leck mir Mosche. Gut, dass ich genauso schnell scheißen wie pissen kann, weil war eh quasi das gleiche. Wie gesagt, Kinder, ich bin nicht gut beieinander. Seit gestern. Bin nicht gut beieinander. Hat Hashtag Hosenunfall. Echt? Und dann schalten gleich 100 Leute aus? Bloß weil ich mal kurz zum Scheißen Bieseln gehen muss? Gut's nice. Das ist auch schön. Ohne Hände war nix, ohne mit Hände waschen. Alter. Der war schon, der Kackstift hat schon auf 7:30 rausgeschaut. Du machst einfach flupp und fort ist er. Vielleicht hab ich meinen Arsch nicht putzt. Beim Tennis wurscht. Den tun wir schon. Weiter, hey, so schlecht waren wir nicht. Schau hier, Biggest Cities, Summer Olympics. Hey, was weiß ich, wo die Sommer Olympiade irgendwann einmal irgendwo passt. Und Autoren kenne ich auch keinen. Gibt Biggest Cities. Das spielen wir jetzt noch bis Level 15, dann schauen wir uns mal einen anderen Spielmodus irgendwie an. So, Biggest Cities. This city is the second largest on this continent and fifth in the world. Oh, da war was. Airpuerto. FC Hotel Paso. Ah, wo? Das muss doch für euch schon wieder gelangen, wo wir da sind. Was haben wir da? Comedor y Coquinas. Das stinkt doch nach Mexiko, oder? Hier irgendwas mit Kokain und Coloso und Goloso, Pizza, Pulto, Applican Restricted, Freservado de MB. Das ist doch das Mexico City. In bevor Google. Ja, aber jetzt weiß ich immer noch nicht, wo Mexico City ist! Das ist doch nicht Spanien. Das ist doch nicht Spanien. Da schaut es also richtig südamerikanisch aus da. Mexico City, rosa Taxis ist gleich Mexico City. Ernsthaft? Das da? Hab ich auch nicht gewusst schon, ja? Mexico City, Rio de Janeiro, Mexico City. Wo ist Mexiko-Stadt? Wo ist das? Land? Gib Land! Ist das ein Land? Keine Ahnung. Wo ist das? Hilfe! Südamerika auf alle Fälle mal. Uruguay, Paraguay, Chile, Peru, Ecuador, Kolumbien, Venezuela. Ich hab ja keine Ahnung. In El Paso, Mexiko. Das hört sich für mich eigentlich auch ganz vernünftig an. Tatsächlich ist Mexiko-Stadt in Mexiko! Ich hab gemeint, das war immer eine Lüge! Ich geh jetzt Mexiko-Stadt. Wir gehen mal voll Mexiko-Stadt. Ich hab einfach nicht gewusst, was ist. Leck mir am Arsch, wenn sie da drüber lustig macht. Fucker, yo. Wie lange haben wir noch Zeit? 4 Sekunden. Ich drücke einfach da raten. Wow! Das war der best guess of the evening. Bitches! 2,9 Kilometer. Freilich hab ich gewusst, wo Mexiko-Stadt ist. Aber ich hab bloß verarscht schon. Hm? Mexiko ist tatsächlich. Ich sag's freiwillig, wie es ist, gebe ich offen zu. Ich hab nicht gewusst, dass Mexiko. Ich hab gemeint, das ist immer so ein Trap. Mexiko-Stadt, ja, fuck you, nix. Du meinst, das ist Mexiko, ist aber nicht. Ich hab eigentlich immer das in Brasilien oder Argentinien oder irgend sowas. Vernünftig! Hilft halt alles nix, wenn's braune Auto hupt. Yay, das ist das erste Jahr, hab ich auch voll. Kuss auf die Nuss von hinten, merci dir. Andi, merci übrigens für den Euro. How to Gondor, how to scheißen. Ja, how to scheißen, einfach, der war einfach schon fast hätte ich mir einen Gamersessel zugeschissen. Denkt dran, Scheiße auf der Lampenschale gibt gedämpftes Licht im Saale. Was? Ja, aber ich hänge ja meine Unterhosen nicht über meine Studioleichten da drüber, du. Herr Müller, merci dir. Der Cinnamon schreibt ja, das ist die Hauptstadt, Alter. Das Problem an der Geschichte ist, jetzt bin ich ja nicht mehr der Junge. Das ist eine kleine Ausrede, ja, ich habe schon lange keinen Erdkundeunterricht mehr genossen. Dann kann jemand daherkommen und sagen, das ist Allgemeinbildung! Du ahnungsloser Trottel! So, ja, da hast du recht. Aber die habe ich nicht. Oder die ist, irgendwann habe ich es einmal gewusst und die ist verloren gegangen, weil in meiner gesamten beruflichen und Lebenslaufbahn habe ich noch nie irgendwas von Mexiko und Mexiko-Stadt wissen wollen und müssen. Vor allem nicht müssen. Ich weiß es nicht. Ich stehe nicht einmal am Tag auf, in der Früh und dann schaue ich schnell auf die Weltkarten, traue mich rundum. Ah ja, da ist Mexiko-Stadt. Gut, dass ich das weiß, geht es mir im Leben besser. Das wirft mir Knirscheinviere. Das nächste Mal, wenn der Chef von mir innerhalb von 2 Minuten eine Funktion in PHP braucht, ja, die kann ich nicht, aber ich weiß, wo Mexiko-Stadt ist. Was soll ich machen? Bavarian Dream. Du meinst New Mexico, das ist in die USA. Jetzt verwirrt's mich nicht! Ruhe! Dankeschön. Was soll ich machen? Da. Oh, Pyramiden.
Da kämen dann die von Gizeh, oder? Die einen in Ägypten, das weiß ich auch. Aber wo das genau ist, weiß ich zum Beispiel nicht. Ich glaube ganz im Norden. Das ist Las Vegas, ist das! Oder? Mandalay Bay. Oh shit, nein, das ist, was ist das? Carrot Top Live Luxor Fantasy, das ist doch Vegas, oder? Das ist Mandalay Bay, das ist Vegas, aber wo genau da diese Casino-Scheiße ist, weiß ich in Las Vegas auch nicht. Wo ist denn Las Vegas? In Nevada, das weiß ich tatsächlich, ja. Aber wo da im Süden da irgendwo diese ganze, oder ist Las Vegas ein einzige Casino schon? Ich weiß es nicht. Aber wir haben da irgendeine Bay. Ist das dann vielleicht irgendwo da am Wasser oder irgendein Scheiß? Wie heißt es? Mandala, Schieß mich tot, Bay? Ne, das hat dann damit wahrscheinlich nichts zu tun. Wir haben noch 37 Sekunden. Der Russe! Wann kommt Russland? Weiß ich nicht. Ich dachte schon die ganze Zeit auf. Neben der Sphinx, schau halt. Strip, Las Vegas, Mitte, direkt in der Mitte drin. Dann punktiere ich das jetzt. Das Stratford, oh, Casino in Tower, ja, Hotel and Casino, MGM Grand, Boulder Station, Sam's Club. Vielleicht lesen wir auch noch irgendwas. Wir haben noch Trader Joe, Sam's Club, South Point Hotel, Mountain View Hospital, Red Rock Casino. Ich tue jetzt da einfach mitten in die Mitte. Zack, hier, los. Ja, war nicht schlecht, 7 Kilometer. War nicht schlecht, kann man schon lassen. Hier, kann man ein paar Scheiben links vom Flughafen. Ihr wisst, ich habe auch noch nie mit dem Gedanken gespielt, nach Las Vegas zu fliegen, deswegen weiß ich ja nicht, wo der Flughafen ist. Links vom Flughafen, wo kann der da sein? Ich kann mir vorstellen, dass Las Vegas sein eigener Flughafen irgendwo hat, aber den sehe ich da jetzt nirgends. Da ist der Lake Las Vegas. Da kann man da hin und kann man da Urlaub machen, weiß nicht. South Shore Country Club. Weiß ich nicht. Ist Las Vegas abseits von den Casinos nicht voll das Shithole? So, also richtig krass. Drück mir auf die Punkte rechts auf der Map um. Das können wir jetzt mal schnell ausprobieren. Warte mal, sagen wir, oder wie fangen wir da? Oh, jetzt wird's kreislig. Famous Outdoors. Probieren wir es mal mit vielleicht haben wir Glück und es kommt Rowling oder irgend so durch. Ich weiß ja, das müsste da Engländerin sein. Und dann drücken wir einfach irgendwo in London hier und so. Play! Was haben wir da? Das kannst du tatsächlich sagen. William Shakespeare was born here. Ja, komm, was weiß ich. Ah! Der Edinburgh Wooden Mill, also muss England sein. In Edinburgh, da jetzt einfach mal sagen. Oder ist das schon England? Bin ich das jetzt entscheide. Shakespeare Center. Schulglas am Start, Love, Food, Breakfast. Kann man vielleicht, ist das, was sagt ihr? Ist das schon England? Ich hoffe, dass ich mir jetzt nicht tut. Birmingham, wo ist denn Edinburgh? Ich weiß nicht, wo Edinburgh ist. Ich sag, da ist er! Ich habe natürlich gewusst, ein bisschen leicht im Norden. Aber wo da das genau ist, das Dingsbums, vielleicht können wir. Edinburgh Center, Deer Village, wir haben noch 55 Sekunden. Harrison Park West, Heritage Braid, haben wir da irgendwo Shakespeare, Pimmelung, irgendwas? Silvernoise, Edinburgh, nein, Schottland ist nicht. Das ist doch nicht Schottland, oder bin ich behindert? Ist das noch Schottland? Ist das noch Schottland? Ich weiß es nicht. Ist mir aber auch wurscht. Es ist in der UK. Mit England meine ich immer alle drei. Ganz oben. Trinity, der Royal Edinburgh, wie lange haben wir noch? 27 Sekunden. Der Brucefield, Course, Royal Club, das sind irgendwelche Golfclubs. Was interessieren mich Golfclubs? Näher ran. Ja, aber dann finde ich ja nichts. Dann finde ich ja nichts mit dem dann nehme ich, findet man nichts. Und ansonsten klicke ich jetzt da einfach über Bonington. Ich sehe es aber nicht, ich überfliege. 5 Sekunden, ich muss jetzt irgendwo tippen. Nehmen wir keinen Mills raten. Okay. 430 Kilometer ist kein Topf. Es ist südlich von Birmingham. Ja, wer soll das denn wissen? Was war das jetzt da? Stratford upon Avon. Du kannst mir am Arsch lecken. Was labert der Typ dann von seinem Edinburgh irgendwas Ding? In Tiddington. Ja, da kannst du hingehen zum Golf spielen, du Kasperl. Nach Tiddington. Shakespeare ist irgendwas, Pimmel Palace. Ja, was weiß ich denn? Who the fuck gives a shit, wo der scheiße Shakespeare geboren ist? Leck mir am Arsch an! Am Popo! Pyramids! Die sind die in Gizeh, oder? Haben die in Gizeh. Ich glaube, die haben in Gizeh. Alle haben in Gizeh. Kenne ich.
Aber wo? wo? Oh no! Oh no! Oh no! No! Oh Gott, wo? Nein, das ist Tunesien, da wollen wir nicht. Da waren wir gerade im Urlaub, das weiß ich. Aber wo Gizeh ist, weiß ich nicht. Ist das nicht da entlang dem Nil? Weil die da die ganzen Steine dahergezogen haben und so? Und nur beim Nil ist Neu-Kairo. Fuck, wo ist Gizeh? Ja, ist das bei Kairo? Westlich von Kairo. Ja, aber da war doch der Nil in den Natten. Südlich von Kairo hört sich für mich schon besser. Wir haben noch 40 Sekunden. Und sonst, da scrolle ich jetzt langsam ab, da muss ja irgendwo Gizeh stehen. Südlich von Kairo. Ich weiß bloß nicht mehr weit weg. Alter, das müsste schon dort stehen. Gizeh muss ja den nicht groß genug sein. Bani Suwaif Al-Fajn. Magda Bagda. Asyut. Nicht so weit westlich, Stadtgrenze von Kairo. Also direkt schon an der Großstadt dort. Ich hätte jetzt da auch eher gesagt, irgendwo da, aber ich seh da nirgendwo Gizeh. Wir haben nur noch 7 Sekunden! Ah! Ich drück einfach noch Al-Quabab! Raten! Ja! Was da haben die dran? 58 Kilometer, das hab ich nicht. Ich hab eigentlich gemeint, dass die direkt, das muss ja der Nil sein da. Ja, steht ja sogar dort, das ist der Nil. Und ich hab doch immer in so Dokumentationen und so weiter gesehen, dass die ja mit dem Nil von südlich irgendwo dann mit die Schiffe und so weiter die ganzen Steine transportiert haben. Und dann haben die da noch, na gut, jetzt wenn das sind 60 Kilometer, also es schaut weiter weg, haben wir den Nebentipp, wie wir meinen, 58 Kilometer, das ist jetzt nicht so weit, das ist in Ordnung. Aber dass da Gizeh ist, dass da die Pyramiden stehen und dass da direkt rundum schon Stadt ist, wie weit wird das dann da bis zum Nil sein? Ja, obwohl es nicht weit, gell? Es sind ein paar Kilometer, 5 Kilometer bis zum Nil. Und dann haben die das da umgezogen und da die scheiß Pyramiden baut. Völlig insane Scheiße, meine Freunde. Völlig insane Scheiße. Da haben sie Kanäle gekommen. Der Nil ist auch nicht mehr das, was am... Gut, auch wieder war, der Nil ist vielleicht auch nicht mehr genau da, wo er vor 2000, 4000 Jahren war. Bild ist gleich Wüstebürger drückt in die Oase am Nil. Das ist doch... Schaut das da aus für die noch? Schaut das da für die aus nach Wüste? Hä? Schaut das da für die aus nach Wüste? Da ist eine Stadt! Da baut man keine Stadt in der Wüste! Weiter! Aber es ist auch schon bei 17, jetzt ist es auch schon wurscht. Biggest Cities! Los! Oh Gott, das ist schon wieder das nächste Loch. Schaut definitiv nach... The city has the 18th highest population in the world. Boah, pff. Wer weiß denn, was die 8. größte Stadt ist? Der Welt! Schaut afrikanisch aus, ich weiß es auch nicht. Community dann noch, wenn es geht. Ja, jetzt, wenn wir da durch sind, probieren wir das mit dem Multiplayer. Doch, die Ägyptis schon. Ja, Afrika, soweit bin ich ja, aber was? Nein, Indien ist nicht, da haben die Leute dunkel dafür. Die haben einen Spar, es ist werden. Stimmt. Wenn es nichts gibt, aber einen Spar gibt's. Spar in Afrika, wieder Berlin. Jakarta oder wie das heißt. Ich habe keine Ahnung, was das wieder. Was weiß ich, oder Nairobi, Nigeria, Burkina Faso. Ich nehme jetzt einfach einmal irgendwas in Nigeria. Was ist da die größte Stadt? Was weiß ich? Abuja, irgendwas in Lagos. Wir nehmen Lagos. Das ist das Einzige, was ich kenne. Und da klickt man hin. Sagen wir vielleicht, da, Spar! Da! Spar, Lupe, du! Da klicke ich hin! Da klicke ich hin! Den Spar, Lupe, du! Ist er das? Weiß ich nicht. Das ist mir wurscht, sagen wir gleich. Oh, leck, Alter, jetzt hätte ich hergeschissen. Alter, jetzt hätte ich hergeschissen, ich schwör's dir. Jetzt hätte ich hergeschissen. Leider steht da nichts von einem Spar. Acke, leck mich am Arsch, Alter, jetzt hätte ich... Da waren wir jetzt... Da haben wir nur... Pro-Gaming. Da hab ich nur Pro-Gaming gesehen jetzt da. Da hätte ich... Ohne Scheiß, jetzt hätte ich hergeschissen. Ja, drück mal einfach irgendeinen random Spar. Blub und okay. Aber jetzt habe ich gelesen, da gibt's einen Ikea. Was braucht ein Nigeria in Ikea? So. Die 20 Runden machen wir noch voll.
Space Travel, Summer Olympics, Space Travel, Famous Autos. Nimm ich lieber, nein, das war schwer, Space Travel, vielleicht, da war es vielleicht ein absolutes GG, meine Damen und Herren. Pro Gaming vom Feinsten. So, hier, so schaut's aus. Play! S-Range ESA Satellite. Oh Gott, was ist denn? Ach komm, ja komm! Weil ja, sitzen wir gleich irgendwo in Wald, wo es gar keine Straße nicht gibt, du Kasperlkopf. Was haben wir da? Paxuniemi? S-Range was the first site on EU territory with orbital launch capability. Was weiß ich, Alter? Aber das Blau-Gelb, die Ukraine? Gut, das sind keine Kurvenschädel, scharfe Kurvenschädel sind nicht gelb-blau in der Ukraine, ist mir schon klar. Aber das Erste, was wir jetzt in den Kopf aussehen, ist nicht die EU. Französisch, Guyana, Finnland, Frankreich. Die meisten von euch schreiben Frankreich. Ist das Esrage? Was weiß ich? Auf Frankreich lasse ich mich ein, aber wo? Keine Ahnung. Schaut nach Finnland aus. Steht da ein, er hat einen skandinavischen Touch mit so Dingen. Schweden lasse ich mich auch noch. Er hat Schweden ein Orbital Launch Ding. Keine Ahnung, Alter. Ich nehm Schweden. Achtung, ich nehm. Vorher waren wir schon mal in Schweden. Wo ist denn das? Schweden ganz oben. Aber hat sich nicht mehr geheißen in Ding. Ja, dann nehmen wir im Wald irgendwo. Was weiß ich, oder? Da! Da! Esrage! Das war überhaupt nicht weit weg! Absolutes Pro-Gaming, meine Damen und Herren. 18 Kilometer! Einfach irgendwo random in Schweden eingescrollt steht Esrange dort. Vorher rückwärts aus dem Brettel aus, du! Absolutes Pro-Gaming, meine Damen und Herren. Good job, Chat. Press F in den Chat für den Chat. Das Schöne ist, bei dem Spiel kann man nicht bescheißen, wenn man mal duselt, sondern man hat wirklich duselt an. Small Countries? Oh, Small Countries. Oh, da bin ich ja ganz schlecht. Ich kenn keine Ahnung, ich kann da 10 Länder, ja 20 vielleicht aufzählen, dann war's es, dann probieren wir es. Für was habe ich euch dabei, oder? This is the smallest sovereign state with photo coverage in the Americas. Karibik-Tours? Karibik? Oder Karibik oder so? Kennt jemand die von? Bavarian Dream lese ich gleich. Schau mir auf Uhr. Alles klar, es ist viel noch. Nein, kein Mensch weiß, was passiert. Panama, Vatikan. Das ist doch nicht der Vatikan. Was haben wir da gehört? Sezip, das ist, aber da, der Karibik-Tour. Es muss in der Karibik sein. Karibik? Karibik, wo ist Karibik genau? Da ist Karibik irgendwo. Nehmen wir Dominikanische Republik, aber ist das die Fahnen von der. Ich hab keine Ahnung. Ich klicke jetzt. Haben wir noch ein bisschen? Paare. Was steht da dort? Also the smallest sovereign state. Ich klicke jetzt da mitten in die Dominikanische Republik oder Puerto Rico. In Puerto Rico! Ah, verdammt, hätte ich noch scheiß Santa du Dingsbums oder wie es heißt. Ich war kurz, der war kurz fix fast. Aber nur 360 Kilometer, dann nehme ich es okay. Aber ich hab mir gedacht, so, wenn das da hinten kann, gleich in der Stadt, keine Ahnung, ich hab noch nie die Fahne gesehen, sag ich dir, was ist. Und wahrscheinlich habe ich es schon einmal gesehen, aber ich kann mich nicht daran erinnern. Verdammt! Domrep hätte ich klicken sollen, ich Volldepp! Wie es meine Erstklässler-Lehrerin schon immer gelehrt hat, die erste Antwort, was du nicht sicher bist, das erste, was du meinst, ist immer richtig, nimm das, entscheide dich nicht um, kommt bloß ein Schmarrn raus. So, letzte Runde. Famous Companies. Let's go! Dolce & Gabbana, das müssen nur Italiener sein, oder? Haben das Italiener? Schaut die ganze Stadt schon sehr italienisch aus. Italiano, bei den Polizisten kann man's. Ist das ein italienischer Polizist? Kann ich nicht sagen. Auf alle Fälle war gerade Corona am Start, weil alle eine Masken haben, nur er, der Trottel, hat noch eine Masken auf. Nein, ja, er am Motorrad hat noch eine Masken auf, da war es am allerwichtigsten, Masken. War mitten in der Corona-Zeit, oder? Mailand hätte ich jetzt nicht gewusst. Aber, ja gut, mit ein bisschen Nachdenken war ich selber drauf gekommen, so, wo ist Mailand?
So, wo ist Mailand? Da ist Mailand. Gut, dass immer groß dort steht. Ist Dolce & Gabbana aus Mailand. Was gibt's da? Bergamo gibt's noch, Brescia gibt's noch, Varese, Alessandria, Turin. Turin ist auch so ein Modeding, aber Mailand ist, glaube ich, die Hochburg. Was? Links das Schild. Wie viel Zeit haben wir noch? Links das Schild. Via Monte Napoleone, jetzt wollen wir Moncha, irgendwas, Moncler, Rimowa, Reflection, Moncler, ich nehme Milan. Ich nehme Mailand, so wie es ist, und dann nehmen wir Monza! Da in Monza herum, sage ich. Das hört sich hochwertig an. Hätte man mal einfach direkt auf Mailand draufgedrückt! Aber mit 13 Kilometer, va bene! Ste cazzo strullo! Vanille Schokoerdbeer bene. So! Das waren 20 Runden. Das macht Spaß. Das macht richtig Spaß. Und das ist ja richtig, glaube ich jetzt, wenn es euch gefällt, press F. Nicht F, einen Like-Button smashen. Schöne Grüße an die Nachschaussquad. Das habe ich vorher nicht abschätzen können so. Und jetzt fällt mir auf, da kann der Chat mitmachen, ihr könnt interaktiv mitmachen, mir taugt es voll, ich kann mich sauber outen, dass ich ahnungsloser bin. Und das ist ja voll geil. Das ist ja voll geil. Inter oder AC? Ich bin eher Inter. Oh, meine Ex-Freundin. Hat mich dazu getrieben. Oh, es ist sehr lang her. So, was haben wir jetzt? Irgendwie kann man da Multiplayer spielen. Oh, ich kann einen Backerlauf machen. Ich kann da herunten irgendwie einen Backerlauf machen und da kann ich her. Ich weiß nicht, ich drücke jetzt mal da, ich mag es sehen, was das ist. Oh mein Gott, was ist denn das? Munich Abflüge. Kiew, Prag, Stockholm, Hamburg, Vienna. Preis 471 €, Strecke 5%. Was? Und ich habe jetzt verdient 1,98 €. Bruder, da brauche ich ja ewig. Statuspunkte, was hilft mir das? Ich checke nicht, was das soll. Checke nicht. Jetzt machen wir Multiplayer-Runden. Könnt ihr mitspielen? Aber jetzt claim ich erst noch schnell das Backerl der Runden, was auch immer das ist. Was ist das? Germany's tricolor flag. Spot a flag displaying horizontal stripes in black, red and yellow. You're observing the national flag of Germany, symbolizing the country's democratic transformation and its enduring spirit of unity. Da ist ja aktuell nicht so viel übrig, du. Momentan sind da nämlich noch 28 Farben mehr dabei und ich hoffe, das ändert sich in einem Jahr. Gut. Gibt mit Sicherheit aber auch Leute, die nicht wissen, was das für Farben ist. Und es darf mich nicht wundern. Weiter. Aber was hilft mir das jetzt? Ich kann da nur ein Backerl claim the package. Was kriegen wir? Ein Postkasten! Ach, das sind so schau her, du hast einen Lernprozess. Das sind quasi so Hinweise für Leute. Der gelbe Postkasten ist für uns ganz typisch, wenn du sicher 6 bist, wahrscheinlich in Deutschland. Yellow, Deutsche Postboxes. Yellow Postboxes, das ist so winzig, ich muss lesen. Boxes bearing the notable Deutsche Post Logo can frequently be seen in Germany. Genau, das steht drin. Kann oft in Deutschland gesehen werden, die typischen Deutsche Post Postkastel, die es nur bei uns gibt. Und jetzt machen wir noch ein Bagel auf. Was kriegen wir da? Okay, also ich habe jetzt gerade gemeint, gut, wer zur Hölle kennt, Mogast, keine Ahnung. Aber unsere Ortsschädel, natürlich, an alle gelb. Town signs. The town entry signs in Germany are rather unique with its yellow background, black text and metallic frame. It can be a useful tip if you're aiming for a good score. Das weiß ich ja gerade noch. Aber ich weiß ja nicht automatisch, dass nicht irgendwo anders auf der Welt die Ortsschädel genauso ausschauen. Es haben wir nicht alle Ortsschädel bei uns den Stahlrahmen rundum oder Alurahmen oder was auch immer ist. Mogast, das gleich bei uns, ist wirklich was steht da? Stadt Ebermann. Ich kann Ebermannstadt. Keine Ahnung. Brudi, was weiß ich? Mogast ist gleich bei uns am See. Tatsächlich schon, ja. Schau her. So, wir kommen jetzt da zurück. Sammlung, Reisekarte, Städte, Level. Wir kommen jetzt da raus. Ich drücke jetzt da mal auf Escape. Okay, das hilft mir nicht. Hauptmenü. So. Das ist ein lustiger Spielmodus und es gibt noch sehr viel mehr. Dein Mikrofonarm quietscht. Oh, haben wir schon wieder so weit, dass wir wie die 40er einschleudern müssen. Ja, das kriegen wir schon. Ja, heute nicht mehr, aber das kriegen wir schon. So, jetzt pass auf. Party. Okay, jetzt passen wir auf Live-Challenge. Welt. Lade deine Freunde ein und spielt zusammen. Fordere deinen besten Freund raus oder lade bis zu 100 Personen zu einem großen Event ein. Verbinde dich
mit jedem Gerät in Sekundenschnelle. Okay? Ich war per Code teilnehmen. Ich weiß jetzt nicht, was da kommt. Ich hab keinen Bock, dass da irgendwo meine E-Mail-Adresse steht oder irgend sowas oder sonst irgendwas anderes. Ich schalte mal schnell um, dass man das gerade nicht sagt. Warte mal. Oder machen wir es einfach schnell so. Machen wir schnell so. Per Code teilnehmen. Mach mit. Na, ich hätte gern selber einen Code generiert. Na, mach mit. Kann ich jetzt da selber einen Code festlegen? Code 11 irgendwas nicht gefunden. Wie komme ich da jetzt wieder raus? Nochmal Party. Gastgeber. Ja. Habe ich nicht irgendwie sowas wie einen Partycode? Warte mal, einladen. Geh auf. Oh. Hab mich schon! So, Freunde der Sonne! Ihr kriegt einen Link von mir. Geht's hier, Achtung, geht's hier geogesser.com/join. Ich scheiße euch in den Chat rein. Das kann ich ja jetzt nicht herzagen. Also ist ja nichts Schlimmes, ich will bloß was sicher gehen. Oder teile diesen Link. Ja, da geht's noch einfacher. Vergesst den Link, den ich eingeschissen hab. Ich scheiße euch Seite. Der zweite Link, den ich eine da hab und eine gespammt hab, das ist der Link da. Oh! Sierra Brezen Salz, Alter, wie viel. Alter! Habt ihr einen Vorschlag oder was? Sag mal, Spinni, wie viele Leute das da von mir? Geh halt doch dein Maul! Geh, komm, hör mir doch auf, du! Bruder! Okay? Und alle haben einen Avatar! Okay. Okay. Sehe ich irgendwo, wie viele Leute das sind? 93 von 100. Du Alter, du kannst mir doch am Arsch lecken, dass innerhalb von 10 Sekunden die Lobby voll ist. Okay. No, oh Gott, was soll ich jetzt da sagen? Es tut mir leid für die Leute, die da jetzt nicht reinkommen, die inaktive Spieler entfernen. Möchtest du wirklich 2 inaktive Spieler aus der Party? Das ist jetzt ein Blödsinn. Okay. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet, aber ist ja in Ordnung. Gut, ich habe einen Pro-Account, den glaube ich braucht es nicht, das kann ja jeder mitspielen. Einfach, es ist voll, Spiel starten, ich weiß gar nicht, was der Spielmodus kann. Ich drücke jetzt einfach drauf, habe ich noch nie gemacht, werden wir schon sehen. Wird wahrscheinlich um Zeit gehen. Los geht's. Mit dem Spiel verbinden, Runde 1. Da sind wir, jetzt muss ich ja leise. Dies. Schaut genau aus wie in Ägypten. Was haben wir da? Arabische Schrift. Sag ich nicht, was ist das? Das ist Ägypten. Oil. Ich lese nicht laut vor. Kriegt man je mehr, dass man. Ja, wo sieht man Wasser? Sieht man Wasser? Nein. Ihr hängt sehr ein bisschen hinten rein. Ich sage jetzt einfach. Haben wir da irgendwo eine Stadt oder so? Nehmen wir da herum. Aber der Best Guess ist wahrscheinlich aber einfach zentral irgendwo. Dann ist man neutral weit weg von alle. Da, ich nehme Alfulgada. Da. Raten. Und jetzt müssen wir warten, bis alle tippt haben. Glaube ich. Oh, spannende Musik haben wir auch da. Steht das Zeitablauf da müssen wir nicht immer ewig warten. Auf die Spritpreise schauen, du kannst das Bild bewegen. Oh. Ja, dass ich rundum schauen kann, das weiß ich schon. Ach, kann ich mich da bewegen wegen Google Maps oder was? Weiß ich nicht, jetzt bin ich gespannt. Oh! Ihr Drehkamen! Ja, leck mir was, hä? Oh, das war Tunesien. Jeder fast Tripolis tippt. Ja, ich sag schon, man muss da schon, wer hat da sonst noch? Sagt man da noch andere Tipps oder sagt man die irgendwo in Kasachstan da umeinander? Hey, ja, gut, hey, hallo, ich bin 31. von 100. Hey, ich bin in die besten 31%, das muss gelangen. Anzahl der Teilnehmer 98. Nächste Runde starten. Deine Vermutung lag 905 Kilometer vom richtigen Ort entfernt. Kriegen wir schon. Und die anderen Leute, gar kein.
Sanitäter, etc. Good job. Okay, Kim, Alter, das ist ein Witz, Alter. Ich bin auf einer Autobahn im Dschungel! What? Jetzt fahren wir einfach der Straße nach. Vielleicht kommt noch mal eine Tankstelle oder so. Nehmen wir mal die Viere. Ja, Schlangenlinien. Okay. Warte mal, sagt man's Kennzeichen? Ich sag einfach, ja, Alter, wir sollen mal was. Was soll das? Was? Da haben wir was. Steht da was? Steht ihm da was um? Ich kann nichts lesen, alles so verschwommen. Ist nicht einmal die Kamera vom Google-Mobil ist gut. Ich sag da jetzt was. Ich habe eine Vermutung. Und ich tippe. Ich tippe da oben. Ich mag's bloß nicht laut sagen, weil die Leute sollen sich selber konzentrieren. Ich mag's nicht vorsagen. Ich bin für Thailand. Ich glaube, es ist Thailand. Die Dschungel, die Atmosphäre da so. Um Gottes Willen! Oh Gott, das ist wieder ein Topf! Oh Gott! Oh, da waren aber viele Leute, waren da gut. Leg mir den Arsch! Was ist mit dir? Wer bist du? Der Jumsen! Du cheatest du, Alter. Du cheatest! Jumsen, du cheatest. Das glaube ich dir nicht. Das muss Dusel gewesen sein. Wir... How? Just how? Ja, 392. Nächste Runde starten. Keine Ahnung, wenn man da drauf kommt. Ich hab auf Thailand tippt, aber gewesen ist Guatemala, ja klar. Freilich, Guatemala ist ja klar, aber gut, Südamerika natürlich, kannst du natürlich auch sein. Das war übrigens ein Witz mit dem Cheaten, um Gottes Willen, wer weiß, ob wir da Pro-Game dabei haben. Oh Gott. Das kann doch da, was, das kann doch da daheim sein! Schaut aber irgendwie... Keine Namen an die Straßennummern oder Hausnummern. Da haben wir was, kann man da hindrehen? Oh Gott im Himmel, ich glaube, mein Russe des Vertrauens. Mein Russe des Vertrauens kann kriegen, was er hat. Schaut mich sehr nach Ostblock an. Ja, schau, wie er schon da hockt! Sag ich schon, da, hier! Und das ist keine Flasche Wasser, das kannst du deinem Hans Wurst kannst du das verzeihen. Was nehmen wir? Wir haben 29 Sekunden. Wo ist denn Kasachstan? Na, da ist viel Wüste, das gefällt mir nicht. Was nehmen? Wir nehmen jetzt einfach ganz klassisch irgendwo südlich von Moskau. Südlich von Moskau in irgendeinem Ostloch halt. Ich rate. Ich sage, es ist der Easy. Komm, jetzt gib mir einen Dusel-Guess wenigstens. Schau her! Schau her! Ist Kasan, Kasachstan. Fix, Mari! Ja, das ist okay, da bin ich zufrieden. Da bin ich zufrieden, das war ein good guess. Bin ich 18. in unseren Listen, bin ich zufrieden. Schau her. Aber wieder jemand, wer war da so noch dran? Wieder der Jumsen! Ach, das ist die Gesamtwertung. Rundenergebnis bin ich 14. Der 0815 hat Caro und der Jumsen wieder. Der Jumsen, meine ich, tut das öfter. Nächste Runde starten. Das ist Niederbayern. Keine Ahnung. Was ist das? Kamerun? Bolivien?
Paraguay, Uruguay, irgend sowas. Aber so schaut's doch nicht. So schaut's doch da. Doch keine Ahnung. Keinen Dunst. 15 Sekunden, schauen wir noch rundum, ob wir was sehen. Mit dem Scheiß da oben drüber. Litauen. Scheiße, wo ist Litauen? Lettland. Lass ich mir jetzt auf euch sagen, aber es ist Litauen fahren, ich habe keine Ahnung. Aber mit dem Accent aigu über die Buchstaben kannst du schon recht haben. Das ist nicht Ostblock. Wie ich da jetzt auf Kamerun komme, schaut es überhaupt nicht südländisch aus. Also nehmen wir jetzt Litauen und dann nehmen wir. Easy! Das haben wir aber fake gewusst. Ich kenn Litauen fahren nicht. War das Litauen fahren? Ich hab keine Ahnung, sag ich dir, wie es ist. Ja, mit 14 Kilometer vom Ort entfernt, da bin ich richtig zufrieden für mich. Da bin ich richtig zufrieden für mich. Und wie fade das auch von euch wieder gewusst haben. Was haben denn das wieder für ein Suchtel, die da mitspielen? Ist jetzt da wieder der Caro ist wieder dabei? Ist auch ganz klar der Jumsen wieder Top 10. Sanitäter auch dabei. Leg mir am Arsch, da sind ein paar Leute dabei, die wollen es richtig wissen. Hey, aber ich bin 10. Für das ist es halt das erste Mal gespielt, aber es ist gar nicht schlecht. Letzte Runde, meine Damen und Herren, letzte Runde. Bitte nehmen Sie Platz, jetzt geht's ab. Jetzt geht's okay, let's go. Oh, schaut's hier deutsch aus. Ist irgendwo hier? Da habe ich eine Vermutung. Kann wieder unendlich dumm sein, kann aber auch ein Geniestreich sein. England? Wie kommt's denn da auf England? Kein Linksverkehr da? Zumindest sehe ich da keinen. Ist kein Link. Nein. Ich hab eine Vermutung. Ich muss jetzt bloß schnell finden, weil ich nicht genau weiß, was ist. Wie lange haben wir noch? 30 Sekunden. Vielleicht sehen wir irgendeinen Städtehinweis oder so. Nichts schreiben. Keine Tipps geben. Nein, das ist nichts. Das ist eh schön im YouTube-Chat, da hängt sie ja ein bisschen hinten nach im Stream. Da könnt sie eigentlich eh gar nicht so drauf reagieren, wenn ich das sage. Also ich bin auf alle Fälle für Luxemburg, aber ich weiß nicht wo. Ich tippe jetzt einfach mal mitten, ein bisschen außerhalb von der Stadt aussehen und raten. Ich glaube, dass Luxemburg ist. Luxemburg ist auf alle Fälle, aber ob das da einen nein. 2,3 Kilometer daneben gerade, Alter. Und wie viel Leute von euch das auch wieder rausgefunden? Halt doch dein Maul! Das ist doch gelungen! Jetzt bin ich 9. In der Gesamtwertung bin ich 9. Schau hier! Hey, da habe ich mich gar nicht schlecht geschlagen. Aber der Jumsen und der 0815, der Weibi, oh, schau dir an. Wo ist Caro? Die war doch jetzt mal in der Tip-Top-Wertung drin. Mr. Mash, hier? Achso, da kriegen wir alle relativ viel gleich viele Punkte, okay. Hey, fürs erste Mal war das gar nicht schlecht. Spiel beenden. Wer hat gewonnen? Meine sehr verehrten Damen und Herren, bitte applaudieren Sie für den Jumsen. Der war in jeder Scheißrunde in der Top 5, habe ich glaube das Gefühl, oder mindestens in der Top 10. Wir applaudieren natürlich auch dem 0815 für den zweiten Platz und den Sanitäter aus den Out. Dann bedanke ich mich ganz furchtbar merci fürs Mitspielen, um Gottes Willen. Natürlich, der wir jetzt da nur Runden bis mindestens 10 ist. Alter, das ist ja voll lustig! Spielezusammenfassung, was kommt da? Da müsst ihr mir jetzt schnell schauen lassen. Aufschlüsselung des Spiels. Was sehe ich? Ach, das waren die 5 Orte, die es zum der Ronald geben und wo ich auch arme. Da wenn ich nicht so sau weit daneben tippt hätte und mit Thailand und Südamerika hätte es vielleicht noch was gegeben. Und da war ich auch relativ weit weg. Aber ansonsten waren wir da immer sehr gut dabei. Das kriege ich kein zweites Mal zusammen, Alter.
Meine Damen und Herren, ich bin sehr stolz auf Sie. Da haben wir offensichtlich ein paar richtige Pro-Gamer dabei, weil das ist kein Zufall, dass du da 5-mal so dermaßen nah dran bist. Und so wie ihr das seht, kriegt man, glaube ich, ja, du hast dann eine Gesamtentfernung von die. Ja, ich verstehe es schon. Und ich glaube, maximal pro Runden kannst, wenn du ganz nah dran bist, bis zu einer bestimmten Entfernung, kriegst 5000 Punkte, also kannst maximal 25.000 Punkte kriegen. Und wenn du da mit fast 23.000 Punkten drin stehst, dann weißt du, was geschlagen hat. Not bad, meine Damen und Herren. Not bad, not bad. Fortsetzen. Was wir jetzt machen? Bürgers Party, 8.1 Gleit, Spieler einladen. Wer noch mitspielen will, Achtung, machen wir so. Machen wir so, da kann er draufklicken. Wir haben noch 2 Platz, die haben mit Sicherheit gleich voll. Zack, zack, 2 Leiterinnen, passt schon, inaktive Spieler, wie viel hätten wir denn? 41 inaktiv! Okay, geben wir alle eine Chance. Geben wir alle, wir können die Party auf, geben wir alle noch mehr eine neue Chance. Das ist unfair. Party auflösen, warten wir ein paar Sekunden, neue Party, einladen, kopieren, machen wir einen neuen Link. Das ist sonst, weiß ich nicht wer. Okay. Ich spam wieder in den Chat hinein. Da müsst ihr einfach dann bloß draufdrücken, hat's drin und los geht's. Ansonsten, ihr seht einen Code, ihr könnt den Code eingeben. JBUX. Das heißt übrigens Jausenbuchs. Da findest du dann ein wenig Salami und ein wenig einen Aufschnitt in der Unterhosen drin. So. Und wie schnell das so die einer schwappt. Alter, wie krass ist das? Das scheiß Lobby ist einfach instant voll. Wie geil ist das? Ich hab gar nicht gewusst, dass das ein scheiß Multiplayer hat. Der Fahrer hat's eingeschrieben. Ich hab mir nur gedacht, ja gut, was werden das wieder komisch sein. Aber dass man da zu 100 springen kann, ist ja nur geil. Ist ja nur geil. Alles klar. Meine sehr verehrten Damen und Herren, wir starten Runde 2 mit GeoGuessr. Spiel starten. You cannot join the party, ist instant voll. Runde 1. So. Wo ist er? Komm, wieder in irgendeinem Scheißloch irgendwo am Berg um. Ach Gott. Okay, was steht da? Alter, was weiß denn ich? Alter, was weiß... Ja, Alter, was weiß ich, dann gib mir irgendeine Straßenschädel, dass ich wenigstens irgendeine... Ja, oh, Droni, Fotze, oh, Brenze, oh, Duzin... Ah, haben wir wieder aus irgendeinen Ostblock, Russenschei, keine Ahnung. Links waren Ortsschilder. Da waren keine Ortsschilder. Ich habe keine Ortsschilder gesehen. Gehen wir nochmal zurück aus. Hey, Düsen. Düsenfleder. Also das da meinst du? Ich glaube nicht, dass das Ortsschilder sind. Da steht nur drauf Kamehameha. Ja, das ist schon irgendein Zuckerblöd Kamehameha. Ich tippe irgendwo... Alter, was ist denn? Es ist Daisy, oder? Es ist fucking Daisy. Wir haben noch 20 Sekunden. Russland. Nehmen wir wieder eher so... Was nehmen wir da so? Machen wir Moskau, Kasan. Nehmen wir auch wieder irgendwo da. Irgendwo da in der Nacken, wo wir vorher schon waren. Hilft nicht. Hilft nicht. Na, ja, eventuell, stimmt, eventuell Griechenland. Na, tatsächlich, Alter, was? Wie kommt ihr da auf fucking Serbien? Wie merkt ihr, dass da der Unterschied zwischen scheiß Serbien und Russland und Bosnien und Kosovo und was soll das denn? How? Wegen dem Berg? Seit Bierger ist Seit. Ich hab nur 59 Punkte und bin 64. Der war ja meilenweit. Schönen guten Abend alle zusammen. Monal! Schönen guten Abend zurück. Nächste Runde starten. Nein, das können wir nicht Teppe. Munter putzen, weiter geht's. Semicraft, du warst fucking, da waren einige fucking. Da müsste der Jacke schon hin. Jetzt haben wir schon wieder in irgendeinem geschissenen Wald. Kruzifix, das kann hinterm Bayerischen Wald sein. Das kann in Kanada sein. Das kann in... Ach, Gekim. Steht der Polizei? Nein, da war ein Auto. Da war... Ach, Gekim. Okay, was ist das für eine Verarsche? Weißt du, dann gibt es halt wahrscheinlich Leute, die können jetzt da schon mal eine Länderratung hinlegen, weil die Straßenstimmen da singen. Und einer hat jetzt schon vor 5 Sekunden tippt, was wird da tippt? Kann Sibirien sein, kann Kanada sein. Das ist das erste, was mir einfällt. Ich nehme jetzt Kanada.
Wälder, kann das, weißt du, aber sehen die Wälder, kannst in die, Bushaltestation. Ja, keine Ahnung, Alter, scheiß, weiß das ich von der Bushaltestation weiß. Sollen wir, ob wir zumindest kyrillische Schriftzeichen oder so sehen. Hey, ja, wie, Bruder, wir treinte, war geleckt mir am Arsch, was weiß ich. Bürger der Waldschrat, ja, das ist ja wieder irgend so ein Serbien-Cast da unten irgendwo. Ukraine, Georgien, weißt du, was ich jetzt tue? No risk, no fun, nehmen wir Georgien in die Berg drin. Ja, in Schwari. Ja, das ist auch ein Blödsinn. Links vom Schwarzen Meer. Wir nehmen Bulgarien, da im Wald drin. Raten. Oder was weiß ich? Ja, kann da Finnland sein, ich weiß nicht. Tatsächlich Finnland. Aber ich bin nur 92. Wie viele Leute haben denn das wieder? Ja, geh, Kim. Woher, Alter? Und nicht bloß, weißt du, ich lass was eingeben, wenn da 2, 3 so dran, aber wie kommt sie da auf Tampere? Tampere oder was weiß ich, aber wie, how? Wie? Ich brauch Informationen, wie es das macht, weil das ist ja irrsinnig. Also das ist schon eine Quadrillion Mal gespielt und weißt, wie die Busschädel ausschauen und der ganze Scheiß. Gelegt mir da am Arsch! Was weiß ich? Ja, Runde 3, jetzt wird's dann peinlich. Da der Polar, toll, der hat 9700 Punkte. Kannst du mir gerne haben. Da ist wieder irgend so ein Ostblock-Scheiß. Da, was ist, da, hier, Satzschüssel. Ziegelsteuer ohne Putzbau. Ja Gott, wie findet ihr das aus? Das gibt's ja nicht. Da ist ein Straßenname schon einmal. Uliana. Was weiß ich, wo Uliana ist? Ein Oberst da hin, Tartaku. Okay. Warum hat denn keiner mal sein Landesfahnen da herausdrucken? Erster Blick Polen. Ich glaube, auf das darf ich mich einlassen. Auf Polen darf ich mich einlassen, aber ist mir Polen nicht auch noch schön? Rumänien. Nein, für Rumänien ist es schön. Wir haben noch 43 Sekunden. Was haben wir da? Ja, das ist schon da, das ist schon die Stadt. Aber. Tartak, wo ist Tartak? Das hört sich ja irgendwie tschechisch an. Hört sich ja irgendwie, das ist schon das Dorf oder die Stadt. Tartak, wo ist Tartak? Meinst du Polen? Ja, Polen oder Tschechien, irgend sowas. Was haben wir da? MZXE, keine Ahnung. Da haben wir noch so ein Firmenschädel oder irgend sowas. Schauen wir mal, ob wir da was lesen können. Tartak, Rügela, Tichy, Vigonzelle, Luga, Potpika, keine Ahnung. Boah! Hey, das war die beste, aber wie kommt sie da auf Krakau? Weißt du, auf Polnisch vielleicht Krakau, keine Ahnung, was weiß ich denn. Nimm Gänsechain in Polen, fast glaube ich nicht schlecht. Glaube ich, warte mal. Ich hab dann auch .pl gesehen, auf der Internetadresse. Das war ein guter Tipp vom Anfang. Aber auch wieder so viele Leute, so krass nah dran. Komm, hör mir auf, du. Da war Tichy, das war Docken. Schau, ich kenne natürlich Tichy nicht, weil so Tichy kennen wir keine Ahnung. Okay, ich bin nur 89. Das passt. Da raten doch gleich random irgendwo ein und dann besser drüber. Oder der Tomi oder auch fast alle drei richtig. Ach, geh Kim. Was ist denn das wieder für ein zusammenbombtes Scheißhaus? Keine Ahnung, dass das Google-Auto überhaupt durchkommt. Was? Was? Alter, irgendwas Arabisches, keine Ahnung, kann keinen Scheißdreck lesen. Das kann alles sein, Alter. Kann Indien sein? Ist das Indien? Ist das indisch oder ist das eher nordafrikanisch? Gibt's in Indien überhaupt Ortsschädel? Was haben wir da? College of Nursing. Aber wo das genau ist. Bisschen haben wir noch. Ist das? Das haben wir doch vorher gerade da gehabt. Das haben wir doch vorher gerade da. Scheiße. Das war recht. Jetzt.
Jetzt sind wir gut dabei, jetzt sind wir gut dabei. Jetzt sind wir gut dabei! Schau dir das an! Und schon haben wir 40 Platz gut gemacht. Und da krieg ich bloß. Wie viele Punkte kriegen da? 4.970, tipptopp, oder? Nächste Runde starten, meine Damen und Herren. Letzte Runde. Letzte Runde. So, was haben wir? Ja, mitten auf dem Feld! Geh, komm, leck mich doch am Arsch! Da, dem Müll nach zu urteilen, müsste das Besting sein. Ja, geh, komm. Also da bin ich, wenn da, ich leck mich bloß am Arsch. Wenn da jetzt irgendjemand auf unter 10 Kilometer oder irgendein Scheiß drauf ist, dann sag ich, leck mich am Arsch, das ist gelungen. Da ist nichts, außer Dreck am Feldweg daneben. Nichts ist da, nichts. Erzähl mir nichts. Beschissen wird. Okay, komm, da ist einfach nix, ey. Ja, ich fahr jetzt noch 20 Sekunden gerade, also mir nichts kommt, kannst du mir mal. Und das erste Wort, was ich dann im Chat lese, da drücke ich hin. Okay. Aber schaut sehr trocken aus, also eher südländisch als südlich des Äquators. Ach komm. Da muss auch nichts heißen, gibt da Steiner bei uns, die bei uns so ausschauen. Ja, natürlich ist da eine Feldwegkreuzung und nicht ein Schädel mit irgendwas am Wort. Wie kommt denn überhaupt der Google-Mann auf die Idee, dass er da hinfährt? So, das erste. Was haben wir da? Australien. Wir tippen irgendwo auf Australien, da unten in Melbourne, drücken wir irgendwo hin, raten. Hey, was weiß ich, Alter? Was weiß ich, Alter? Ja, genau, fast. An 11.000 Kilometer, easy, nächster Topf. Wer ist jetzt da wieder so beschissen nah dran oder so? Ja, nein, da ist keiner nah dran. Ja, Uruguay. Ein Feldweg in scheiß Uruguay, du kannst mir mal. Dass das irgendjemand weiß. Es hat dann nicht einmal irgendjemand auf Uruguay tippt, aber da, ja, mit Südamerika, das lassen wir durchgehen. Das ist auch noch drin, dass man da drauf kommt. Aber ich hab 2 Punkte gekriegt und ich bin 59. Random Guess Erster. Ich hab auf Italien Toskana tippt. Oh nein. Er, 10. Stimmt, der Fahrer, der Gecki, schau her, man muss das Spiel beenden. Meine sehr verehrten Damen und Herren, der CB Craft ist Erster. Wir applaudieren in den Chat und pressen das Triple F. Los. Für die zweite, für den Tobi Mobil. 1, 2, 3, 4 noch vorne geschrieben, damit nichts passiert. Der ist Zweiter. Und der dritte ist der Domi. Wenn's der Domi ist, just mercy, Alter. Kuss auf die Nuss, merci fürs Mitmachen. Es war mir ein Fest. So, meine Damen und Herren. Das war gut. Aber, so wie ich da so auf die Uhr schaue, eine Runden geht auf alle Fälle noch. Eine Runden geht alle wieder ein, du. Jetzt machen wir aber zuerst Party auflösen. Ich schicke euch einen neuen Link. Party auflösen! Sehr gut. Das ist eine richtig geile Scheiße, so wieder. Das ist ein richtig schöner Lückenfüller-Stream für den Sommer. Das macht richtig Bock. Was das ist? Nein, da wollte ich nie drücken. Zurück. Wo haben wir? Party. Party. Let's make a party. Ich hau euch wieder einen Link rein. V8MH ist der Code. Hoppala. Oh, der Luke Budo, der sagt das ja so schon. Das sehen einige schon, wenn ich es aufmache. So. Oben im Chat reingeschissen. Alle rein mit euch. Da kann wirklich auch jeder mitmachen und so. Das ist echt cool. Da hat man sich richtig was denkt. Und instant ist die Lobby voll. Also vielleicht für alle, die vielleicht gar nicht kapieren, was da passiert. Ich überlege immer so, als das meiner Mama erklären, die halt mit sowas überhaupt nichts zu tun hat. Ich gebe jetzt da einen Link ein und dann können 100 Leute aus der Community einfach mitspielen und die kriegen halt auch dasselbe Beutel und müssen dann auch auf der Karten punktieren. Und wer am nettesten dran ist, kriegt 5 Runden lang die meisten Punkte und am Schluss bist du einer Erster bis 100. Und so läuft das dann. Sind wir 100, sind wir voll, geht bitte recht schön, dann drücken wir mir aufs Spiel starten. Aber warte mal, was haben wir? Ach, man kann da bestimmte Karten auch noch auswählen. Okay, wir haben jetzt da, was haben wir da? Live, Duels, 2 bis 2, verschiedene Spielmodi.
Okay, damit 100 Leuten gibt es bloß die Live-Challenges. Und was haben wir da noch? Bewegen erlaubt. Herumschauen erlaubt. Zoomen erlaubt. Rundenzeit, Anzahl der Runden 5. Gäste können an der Party teilnehmen. Ja, maximale Partygröße 100. Erlaubte Kommunikation. Textnachrichten, nur Emoji. Ihr könnt es auch schreiben, also um Gottes Willen. Spiel mit der Community. Macht eine Party öffentlich, damit andere Spieler beitreten können. Ja. Jetzt ist natürlich auch die Frage, haben das auch wirklich alles Leute aus der Community oder sagt diesen Link, wenn ich das aufmache, auch irgendjemand in einer Art Serverlisten woanders? Weiß ich nicht. Der Herr Starter hat 2 Tage jetzt 50 Quadratmeter Zwischendecken in der Werkstatt Eizung, heimgekommen und direkt Geogesser spielen. Das klingt nach großem Spaß. Klingt nach großem Spaß. Ja, Mr. Starter, vielen herzlichen Dank für Ihre 16 Monate. Kuss auf die Nuss. Nice Prime, nur jeder im Stream. Ja, okay, passt. Sehr gut, sehr gut. Da dann haben wir Pumpen voll, aber ein paar haut's da über anscheinend aus. Also, aber ist ja wurscht. Spiel starten. Fangen wir an! Da bümmelt man gar nicht lang umeinander und dann geht die letzte 5er Runde los. So, wo sind wir? Haben wir da was wir lesen können? Stopp, steht da was um? Roberta Privata, Non-Dingsbums, irgendwas, keine Ahnung. Mein Gott, das ist auch wieder irgendein abgefucktes Scheißloch, keine Ahnung. Ja, da sehen wir vielleicht was so auf so Filmen mit Traslochi, glaube ich. Traslochi, was ist Traslochi, Alter, was weiß ich? Noleccio, das ist jetzt ein bisschen nach Italien noch. Es schaut danach. Okay. Und vielleicht irgendein. Was schon ein Ortsche. Ja, sowas, wo es irgendwie dann 50 Kilometer da ist. Kilometer 4. Achelia. Keine Ahnung, aber es ist auf alle Fälle Italien. Das ist bloß die Frage, ob Nord- oder Süditalien, damit man nicht da drohen. Presidio Destre. Crozione di Pi. Ich weiß nicht, wo das ist, was ich suche. Und es ist, glaube ich, jetzt klar, dass mir da angezeigt wird, dass ich das finde. Turin, Mailand. Mit der tippen Norditalien, da ich tippen, aber ich weiß nicht, was ich genau suche. Ich kann es noch 10 Sekunden sagen, ich darf Pisa suchen. Aber ich weiß nicht, wo Pisa ist. Aber ich gehe jetzt einfach einmal Bologna. Bologna nicht mehr, das ist Florenz irgendwo da. Easy, schon hier! War gar nicht, aber war ich richtig? Tatsächlich! Fucking Pisa! Oder? Da ist Luca, oder ist gerade irgendwas von Pisa gestanden, wie ich eine gerendert habe. Erstmal ordentlich reinrendern. Oh, leck, da ist auch wieder einer Sauna, aber der Habanero RGB ist da wirklich fast punktgenau dort. Das war fucking gut gewesen. Ja, genau, Pisa Tower. Da habe ich was gelesen. Ist das tatsächlich, das ist Pisa. Ich habe nicht gewusst, wo Pisa ist. Das muss ich mir jetzt. Ja, ich war schon nicht weit weg davon. So ungefähr habe ich schon gewusst. Aber gut. Und da bin ich nur 33. mit dem gestern. Jetzt muss ich mal komplett stark sein, weil ob ich da nicht schon Leute helfen mit dem, dass ich Sachen wie Italien und so sage. Nächste Runde starten. Jetzt bin ich mal in Complete Silence. Und ein bisschen im Chat lese ich mit so. Alex, merci dir. Dann bin ich wieder in irgendeiner abgefuckten scheiß Autobahn, wo die überall sein kann. Wir sofort das Auto auf der linken Straße sehen. Ich hab keinen Dunst. Ich hab keinen Dunst, Alter. Alter, was soll das denn? Ich glaube irgendwo in Mexiko. Nein, überhaupt null. Ja, wer soll, wie, how?
Puerto Rico, wie kommt ihr da drauf? Das gibt's nicht! Ponce! Was? Wie? Und warum haben da so viele Leute das da gemeint? Adjuntas, wo ist denn das wieder gestanden, wo ich nicht lesen hab können? Geleckt's mir am Arsch! Der Bavarian Dream war 4,2 Kilometer weg, da kannst du mir am Arsch lecken. Meine Vermutung lag nur 4000 Kilometer vom richtigen Ort entfernt, ja, dann ist es eh nicht so schlimm. Ich hab keine Ahnung, wie es das macht. Da war der Sebi-Craft ist die letzten Male ganz immer vorne dabei. Sanitäter auch immer die ganze Zeit vorne dabei. Der Tobi Mobil hat vorher einmal gewonnen, als erster, zweiter, dritter. Die cheaten mit Google, aber wie sollst du das so schnell machen? Wie sollst du das so schnell machen? Cheaten ist übrigens ehrenlos. Ehrenloser als der Georg mit dem... Oh. Aber das ist halt irgendeine scheiß Sandstraße! Am Arsch der Welt! Und das braucht mir jetzt keiner verzeihen. Leg mich bloß am Arsch. Da wen von euch haben dauern. Da haben Leute schon tippt. Da wen von euch verdammte Haumdauer. Einer Natter drauf ist wie 100 oder 200 Kilometer oder irgend so ein Scheiß. Dann bescheißt's. Ich komme zumindest ein Kontinent. Kann mir vor, ist okay. Aber dass du jetzt das Land da rausfindest, das glaube ich nicht. Nein, das glaube ich nicht. Ohne dass du irgendwie per Screenshot, per Google suchst oder irgend so ein Scheiß. Ich sage, es ist Afrika. Aber wo da? Was für ein Anhaltspunkt? Soll es da... Da liegt nicht einmal ein Müll umeinander, weil es keinen Müll zum Wegschmeißen haben. Die armen Teufel. Ich rate. Ich habe keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung. Das sind dann die Geoschwitze. Ja, also das ist ja völlig narrisch. Ja, das erklärst... Ja, Kim, hör mir auf. Ja, komm, hör mir doch auf! Komm, hör mir doch auf! Das ist doch... Komm, hör mir doch auf! Nein! Das glaube ich einfach nicht! Nein! Da war kein Schädel, da war fucking nix und es wissen über 10% von 100 Leuten, dass das in Madagaskar war! Das glaube ich euch nicht! Da ist auf einem Dreckschädel Madagaskar. Das glaube ich nicht! Da war kein Schädel! Also, das glaube ich euch nicht! Auf dem Minischädel stand Madagaskar. Wieso kann ich... Da möchte ich jetzt gern zurückschauen, ob das wahr ist. Das glaube ich nicht! Nächste Runden und ich glaub's trotzdem nicht! Am Mond! Haben wir da auch wieder irgendwo, ich weiß nicht, der Schädel, wo Nordpol oder Südpol steht? Nochmal zurück. Das ist nicht dein Ernst. So, wo hat's jetzt Pinguine gehen? Nordpol oder Südpol? So, wenn jetzt einer von euch im Umkreis von 300 Kilometer ist, dann scheiße ich dir vor die Haustür, weil's gelungen ist. Da ist kein Schädel in der Antarktis. Da gibt's keine Schilder. Da gibt's nur Schnee. Und keine Schilder. Hier kein Schild, nirgends. Leck mir am Arsch mit deinem Schädel. Ich geh jetzt da her. Da geh ich her. Und irgendjemand, wenn jetzt so nicht wie 100 Kilometer oder 1000 Kilometer da ist, fang noch eine!
Meine Vermutung lag 18 Kilometer vom richtigen Ort entfernt. Okay. Bin ich ausnahmsweise mit diesem Ding mal Erster, ja? Darf ich ausnahmsweise mit dem mal Erster sein? Wie war das der Rest weg? Lauter Ahnungslose. Haut's mir ab! Oh, der ganz schön Zunge. Aber ich hab gesagt, wer nicht daraus kriegt, futzen nicht. Es war brutalstes Programming, das habe ich gewusst, da war ich schon. Wie ich noch jünger war. Wie ich noch jünger war ich da mal. Und vielleicht habe ich das Foto gemacht. Ja komm, Alter. Kannst du nicht ausdenken. Gesamtwertung. Damit bin ich wieder auf Platz 24, da habe ich sauber den Platz gut gemacht. Erster, Bitch! Nächste Runde starten! Meine sehr verehrten Damen und Herren, die letzte Runde in GeoGuessr Multiplayer. Let's go! Ja, Niederviehbach oder irgendwie was. Explorer. Okay, so, ist jetzt da wieder irgendwo ein kleines Schädel, auf das ich nicht aufpasse. Keine Ahnung, Alter. Keine Ahnung, was ist da? Ja, keine Ahnung, wenn Militärschrift auf Container stinkt wieder nach Südamerika. Für mich zumindest. Da ist überall Brisant, steht da, Brinant steht überall drauf. Das ist Landau und eine Stadt. RST, ich kann ja wieder nichts lesen. Warum nimm mir eine Schriftart her, die keiner lesen kann? Du Arschloch! Ja, nicht so viel Flur. Entschuldigung, wollte nicht. Irgendwo aber auch schon. Steht das sonst noch drauf? Ne? Die kann ja wieder gut auslegen. Ja, Alter, keine Ahnung. Was wollen Sie denn von mir? Ist da wieder irgendeine Fidelity? Ach komm, ich kann nicht mehr das Land grob irgendwie. Nicht. Ich hab nicht mehr viel Zeit. England? Na, oh Mann, ich weiß nicht. Aber eher südlich. Ich weiß es nicht. Ich drück irgendwo in Spanien irgendwo hin. Druck mit. Na! Ach, aber keine Ahnung. Ja, gut, das haben sie. Oh, da haben wieder ein paar. Das ist doch gelungen. Es muss. Was da. Du hast einfach gerade auf Pretoria gedruckt und das muss irgendwo gestanden sein, weil anders kannst das gibt's nicht. Na, das gibt's nicht! Das gibt es nicht! Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich mag da auch mal irgendwo, so kann ich da drücken, GG. Ah, da schon. GG hab ich gedrückt. Leg mir doch am Arsch. Da ist doch keine Zeit, um das zu finden. Als ob das irgendwer legit so findet. Wie kommst du jetzt da drauf? Bavarian Dream. Na, wir waren jetzt da in dem Rundenergebnis. Ja, okay. Dann gebt's wenigstens zu. Dass ihr auf 2 Bildschirme daneben Google Maps aufhabt. Und wenn ihr da auf dem Schädel den scheiß Namen findet, von der Stadt oder irgendwas, dass ihr das bei Google Maps eingibt, dann fahrt ihr euch da hin und ihr druckt's. Und ich kann da auch genau sagen, warum ich mir sicher bin, dass das da, Pretoria, erstens, ja okay, sei ehrlich, du kennst die Stadt nicht mal. Niemand da herin, außer maximal, wie viele Leute haben wir? 950? 10 Leute haben jemals von der Stadt Pretoria im scheiß Swasiland überhaupt gehört. Erzähl mir keine Scheiße. Und dann gibst du bei Google Maps das ein, Pretoria irgendeinen Scheiß Mist. Und dann, nein, nicht Johannesburg, weil sonst warten eine Klicks da herunten. Und dann klickt sie einfach auf den Namen. Gebt sie es wenigstens zu. Kein Schwanz bis auf 10 Leute da das abkaufen da herin. Die wissen, was Pretoria in fucking Swasiland ist. Und wenn sie wissen, wenn sie es schon mal gehört haben,
Wo ist dann das Swasiland? Das ist ja gut, ist nicht im Swasiland. Wo ist denn dann? Ist mir egal, am Südafrika, am Arsch der Welt halt. Dann wissen sie nicht, wo es ist. Und können das innerhalb von einer Minute finden sie es auf der Karte. Das glaube ich dir nicht. Das glaube ich dir nicht. Glaube ich dir nicht. Madagaskar-Schild im Blätschmerz? Ja, glaube ich dir schon. Trotzdem war es mir auch wieder zu nah am Punkt, wo wir waren, mitten in der scheiß Tschernobyl-Pampa. Ich glaube es nicht! Für die sind immer dieselben Leute zu nah, punktgenau dran und klicken auf den Namen von der Stadt. Cheaten ist das! Das ist das Letzte! Mr. Bavarian Dream? Mr. Pussy McFly? Mr. Leona Wongel? Leona Wongel gezählt. Aber nur, wenn's legit war. Ohne nebenher irgendwas googeln, abfotografieren, Google-Suche, scheißegal, Maps aufmachen, Startnamen suchen, bla. Das ist das Letzte. Das ist das Letzte. Keine Ehre. Ehrenlos. Cheater. Und es sind nicht einmal Schwitzer. Ich kann es natürlich nicht nachweisen, ist klar. So, Party auflösen. So. Und damit uns nicht langweilig wird, war's das für heute. Nicht übertreiben. Lassen wir mal die guten Sachen gut. Das ist ja schon wieder fast 10:15, wir legen mich noch am Arsch. Jonah Hill schreibt Skill-Issue. Ja, bla bla bla, bloß weil es keiner nachweisen kann. Bla 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 bla. Da mag schon mal, sowas mag schon mal dabei sein, aber es ist schon gewaltig auffällig, wenn es immer die gleichen sind. Das nächste Mal, morgen macht einer von euch einen Stream auf und ich schaue zu. Meine sehr verehrten Damen und Herren, merci fürs Zuschauen. Alle, die sich nach der aktiven Runde immer gleich aus dem Stream schleiern, nicht vergessen, smash der Like-Button. Das war halt wirklich eine Riesengaude, das hat riesen Spaß gemacht. Ich kann nachvollziehen, warum es da so viele Videos dazu gibt und so viele Streamer gibt und so weiter, die das machen, weil das echt amüsant ist. Es ist super awesome, dass man das mit so einer großen Runde aus der Community spielen kann. Vielen Dank fürs Mitspielen, dass die Lobby innerhalb von 2 Sekunden voll ist. Das habe ich jetzt auch nicht gesehen, aber gut. Und ja, war super awesome. Das machen wir auf alle Fälle wieder. Wir werden es nicht übertreiben. Wir werden uns ein bisschen kurz unterhalten, was wir nächste Woche spielen. So sieht's aus. Und alle, die sich jetzt schleiern, Kuss auf die Nuss, danke fürs Zuschauen. Like nicht vergessen, Abo nicht vergessen, weil vielleicht ist jemand Neiserin. Ist jemand neu? Ab in den Chat. Aber da lassen Glocken checken und was das selber ist. Es war mir ein Fest, es war eine gute Entscheidung. Es war eine gute Entscheidung, dass wir das heute da haben. Das hat mir richtig gut gefallen. Ich finde, das gehört Biergesser genannt. Wie gesagt, ihr schaut 2 Jahre zu. Ich scheiß nicht. Und ich glaube schon, dass manch einer herin ist, der da vielleicht schon 5000 Stunden das Ding da gespielt hat, der dann einfach Sachen verinnerlicht und das halt auch lernt, okay, und sofort weiß, okay, das ist zumindest, das ist der Kontinent, das ist das Land und dann und dann die Städte, die Gräser kennt und die auf der Weltkugel deuten kann. Das glaube ich schon. Aber so viel. Da sind welche dabei, die halt beschissen haben. Bin ich mir 100% sicher. Das kaufe ich euch nicht ab. Nicht allen. So muss ich sagen. Geekifax ist neu, der Wulfig ist neu, ja, der Nick ist neu, Friday, der Fall ist neu, Timmy Boy ist neu, Eva ist auch ganz neu. Alle haben neu. Falscher, wenn du der Google Maps Autos mit den Kameras aufkennst und das Game suchtelst, weißt du, wo die umeinander fahren. Das habe ich auch schon gelesen. Das hat mir jemand geschrieben, glaube ich. Dass man, wenn du Google Autos anschaust, wenn du nach unten schaust, dass du da schon anhand davon schon begrenzen kannst, wo man ist. Kontinentweise, vielleicht sogar länderweise etc. Allein durch Stream schauen lernt man sau viel. Sagst du, ja, das habe ich nicht, das habe ich unterschätzt, da habe ich vorher nicht drüber nachgedacht. Da hat der Joke, ich lese gleich alle Donations durch, ich habe es einfach wegignoriert, ihr bösen Aufhörer. Noch ein Bussi zum Schluss, war Lässigkeit. Cyberfox, Kuss auf die Nuss zurück, mehr für 26 Monate. So. Ich hab's probiert zum Scheißen, bin am anderen Ende von der Welt rausgekommen, war mir eine Lehre. Ja gut, man muss ja halt natürlich richtig bescheid. Das darf schon gehen. Also auf alle Fälle die einfachste Bescheißerei wäre zwar der Monitor, du hast Google Maps auf, du scrollst so schnell wie es kannst, versuchst irgendeinen Städtenamen zu finden, gibst einen Städtenamen ein, scrollst hin,
Also gibst auf dem zweiten Monitor den Städtenamen ein, findest ihn und druckst dann, suchst ihn auf der Karte, dann auf dem anderen Monitor und druckst drauf. Und das ist in 1,5 Minuten leicht machbar für jemanden, der schnell mit Maus und Tastatur umgehen kann. Ist leicht machbar. Schnell nix, bin raus, danke für die Unterhaltung, Triple F für die Mobs, gute Nacht wünsche ich auch, Kuss auf die Nuss. Ich bin ein, wer bist du und was machst du? Cube Twister, ich bin der Birger und ich bin nur ganz selten da. Jacke schreit, und so habe ich das nicht gemacht. Das war ja kein Vorwurf speziell für dich, Herr Jacke, aber ich bin mir hundertprozentig sicher, dass sich mindestens einer Herrin angesprochen fühlt. Ich darf nicht so fair auf mich schließen, ich bin eine absolute Geo-Null. Vielleicht ist allgemein, ich habe jetzt den Städtenamen schon wieder vergessen, in Burkina Faso oder was weiß ich, wo wir da waren. Vielleicht ist es Allgemeinwissen, also das war, ich weiß es nicht. Ich bin einmal Vierter geworden, bin zufrieden. Ich hab den in der Antarktis gewungen und zwar mit meinem weiten Abstand. Ich bin zufrieden. Ist schon witzig. Das ist auf alle Fälle ein cooler Lückenfüller, den man immer wieder mal reinhauen kann. Das hat richtig viel Spaß gemacht. Ich freue mich. Ich hoffe, euch hat es auch gefallen. Kuss auf die Nuss. Das war richtig lustig. Es ist spannend zum Zuschauen, glaube ich. Ihr könnt es literally mitspielen. Der Rest kann im Chat mit interagieren. Es gibt verschiedene Spielmodi. Man kann das schön aufteilen. Die erste Stunde im Stream mache ich einen Singleplayer mit irgendeinem Modus und die zweite Stunde dann, da können dann alle mitrauen. Und im zweiten, in der zweiten Stunde dann können wir wieder dieses Multiplayer-Ding machen. Super awesome. Super awesome. Schade, dass wir das nicht schon früher gemacht haben. Aber gut. Na, im Sommer werden Sachen ausprobiert, da passe ich nicht so hundertprozentig auf. Und ja. Also, jetzt ist die Frage, hat mir sehr gefallen, Leute, nicht vergessen, nicht schleicht euch. Oder schleicht euch nicht. Was spielen wir nächste Woche? Also am Montag ist schon verplant. Da werden wir mir Chained Together spielen. Was ist Chained Together? Ich habe einen Dampfler eingeladen und ich habe einen Flash eingeladen. Wir spielen zu dritt. Das ist ein Koop-Spiel. Und da musst du einfach nur Hindernisse überspringen mit 3 Leuten und jeder ist an den anderen gekettet. Kann nur gut werden. Das ist der mal am Montag. Aber was der mal am Mittwoch? Ich habe immer noch. Ich habe ja heute eine Umfrage gemacht im Discord. Dieses Gladiator-Manager-Ding. Und das schaut sehr süchtig machend aus. Mein halber Steam-Friend ist spätes Spiel. Und da muss selbst nicht rosa. Ich weiß nicht, wo das riecht nach Rage Quit am Montag, kann passieren. Oder dass man das zum Schlägern wird. Hanuta schreibt nicht Gladiator XD. Warum? Hanuta, warum? Cube Twister Elden Ring ist vorbei. Elden Ring hat sich wieder erledigt. Das haben wir echt für einen Stream fake gespielt. Ich habe ja auch off-Stream sehr viel gespielt. Jetzt stehe ich vom Endboss. Ich habe keinen Bock, mich 5 Stunden verprügeln zu lassen. Oh, jetzt muss ich erstmal ein paar Sachen lesen. Leute, erst einmal danke fürs Donaten. Ich muss noch ein paar Sachen vorlesen. Ich habe es ziemlich viel weg ignoriert, weil wir halt ein Community-Spiel gemacht haben. Löwensepp, City Skylines 2x für einen Stream. Steht sowieso auf der Liste. Ja, mal gucken. Bavarian Dream. Also ich war im zweiten Spiel 60. und im dritten Spiel erster. Keine Ahnung, wie das gegangen ist. Ich war 3 von 5 Mal sau weit weg. Und das mit Pretoria habe ich nur gewusst, weil der BMW ein Werk hat und ich da mal von der Arbeit aus war. Ja, okay. Das ist eine Erklärung, die lasse ich durchgehen. Cyberfox. Noch ein Bussi, zumindest habe ich noch gelesen. Bavarian Dream nochmal. Ich war schon in Pretoria und habe die Firma schon mal gesehen. Okay. Ja, okay. Das ist eine Erklärung, um Gottes Willen. Du brauchst dich nicht per Donation jetzt noch zweimal rechtfertigen, um Gottes Willen. Wer sich nicht angesprochen fühlt, braucht einfach gar nichts sagen. Stationeers, kennt das für die vielleicht interessant. Was ist ein Stationeers? Was ist das? Ich kenn's. Also, was heißt ich kenn's? Ich hab's schon mal. Stationeers. Nein, das ist nicht das. Ja, das ist wieder so ein, das ist wahrscheinlich so ein Space-Aufbau-Ding. Ist's lang. Wir brauchen was für maximal 2 Mal-Apps. Diese Android Range Special Packs, müsst ihr nicht mehr anschauen, was das ist, aber da singen wir ja in 2 bis 4 Stunden. In die Art Spiele singen wir über nichts. Nicht viel. Stefan, nächsten Mittwoch, Birger vs. Dampfler in Geogesser. Nein, wenn dann wir alle gegeneinander. Merci dir, warten da nicht. Merci für deinen Resub. Sau cool war's. Merci Birger, ich hau mich rein, gutes Nächtle. Ich wünsche dir auch eine gute Nacht. Herzlichen Dank. Wen habe ich jetzt noch über Cyberfox? Merci für deine 26 Monate. Bavarian Dream nochmal, habe ich schon gelesen. Grave, merci für deinen Resub, das 2. Monat. Wer scheißt jetzt im Birger vor die dir? Ja, weiß ich nicht. Herr Mach, merci für deine 60 Monate. Der Birger fängt da eine, von wem? Ja, von mir selber. Ich habe mir eine gegeben. Bavarian Dream nochmal, auf dem Roten Haus war
war riesengroß Argentinien. Das war vor 4 Stunden, weiß ich nicht mehr, wo das war. Statue, habe dritt 2 Tage, das habe ich noch gelesen. Eben trotzdem mehr sind natürlich bei Variant Dream nochmal unbedingt Wiederholungsbedarf in Caps Lock. Das werden wir auf alle Fälle nochmal machen. Aber nicht so oft hintereinander, sonst spähen wir uns wieder ab und ich habe 100 Jahre lang keinen Bock mehr. Ihr kennt's mich. Joke Brother, merci für den 5er. In Südamerika gibt's nur schlechte Lackierer, aber gute Maler. Bei Variant Dream nochmal merci für euch. Das ist ja schon eine Stunde. Die European Space and Sounding Rocket Range, kurz S-Range, habe ich nicht gewusst, ich habe wieder was gelernt, ist ein Balkon- und Raketenstartplatz für den Start von Höhenforschungsraketen und orbitalen Trägerraketen in der Nähe von Kiruna in Schweden. Haben wir wieder was gelernt schon, ja? Der Russe hat mich noch gefragt, wann kommt Russland? Russland war, glaube ich, doch einmal war Russland, oder in Krasna oder in Kasna oder was weiß ich, was geheißen hat. Alfarius, kriegst die Tröte, weil du nichts dazu geschrieben hast, mir ist wieder nicht 32 Monate Kuss auf die Nuss. So, aber jetzt schauen wir mal, was da haben da ein paar Spielenamen dazwischen drin, wo ich sage so, Schau, also bis jetzt, für mich schaut es aus noch, also Montag steht auf alle Fälle fest, Chain Together, das kommt wahrscheinlich sogar zweimal, weil das mit Sicherheit behindert lustig ist. Mittwoch ist für mich jetzt mal dieses Gladiator-Ding. Hey, ich hätte irgendwie Bock drauf. Irgendein Indie-Game, ja, Sommer ist immer voller Indie-Games, we will see. Was ich krass finde, ist, mir kommt es vor, als hätte man dieses Alien-Spiel, dieses Top-Down-Ding, was auch ein brachial gutes Spiel war. Super geiles Spielkonzept, das ich so eigentlich noch nie gesehen habe. Dass wir das erst vor kurzem gespielt haben, dabei war das letztes Jahr genau um diese Zeit im Juli. Scheiße, das hätte ich vielleicht auch früher sagen sollen, wo noch mehrere Leute da waren. Die Sommerpause, die alljährliche Sommerpause steht vor der Tür. Wir sehen wir uns nur noch. Jetzt passen wir auf, da gehe ich jetzt in meinen kleinen, aber feinen Streamplan hinein. Wir sehen wir uns nur noch. Nächste Woche, dann noch eine Woche und dann noch eine Woche. Wir sehen wir uns noch genau. Jetzt ist in 3 Wochen Sommerpause. Möchtest du mich verarschen eigentlich? Ich weiß nicht, wie viele Monate das ich geistig übersprungen habe. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Bodycam Community Zock. Bodycam darf mich tatsächlich auch interessieren. Es darf mir auch tatsächlich. Weißt du was, das schreibe ich jetzt einmal auf. Ich schreibe es einmal jetzt einfach in irgendwann von den nächsten Streams, die nächsten 3 Wochen. Bodycam. Vielleicht wieder erste Stunde erst einmal so, ich mag selber erst einmal reinkommen und dann Multiplayer, wie auch immer. Ich weiß nicht, ob man da am Server joinen kann oder wie auch immer. Aber Bodycam darf mich auch interessieren. Was haben wir da noch so? Schauen wir mal. Packen wir mal Moss aus, wer weiß. Da brauche ich VR-Brühen und die habe ich ja Anfang des Jahres im Februar schon ausgereiht, voller Euphorie. Und nach 2 Mal war wieder Schluss, weil man denkt, oh leck, Alter, ich kotze gleich. Und jetzt, wenn es so heiß ist, Daisy habe ich erst einmal die Schnauze voll für die nächsten sehr, sehr, sehr lange Zeit. Hausflipper 2 immer noch, Lego Herr der Ringe, Voxel Tycoon, 21. Oktober, Factorio DLC, das wird wild. Das ist nichts für einen Stream, glaube ich. Bis wir da überhaupt in das Endgame kommen, wo der DLC kickt, vergingen schon 20 Stunden und das werden wir nicht zum Sehen kriegen. Dann probiere im PvE-Modus in Tarki aus. Das kenne ich gar nicht. Statt Station hier kennt der gleich No Man's Sky spielen. Stimmt, da haben wir irgendeinen Glitch. Den habe ich mir sogar vor kurzem, das ist noch gar nicht so lange her, mal gekauft. Haben wir einen Dupe-Glitch gefunden, war das Spiel kaputt und habe es wieder deinstalliert. Hast du da eigentlich weitergespielt? Wo? Hast du schon mal 60 Sekunden gespielt? Nein, kenne ich nicht. Bodycams, ja, das habe ich mir aufgeschrieben. Exit kenne ich nicht. Nochmal 6-mal Bürger. Noch 6-mal Bürger bis Pause. Alle maximal, mindestens 6-mal, sagen wir es so. Aber wie ich es schon angekündigt habe, lang vorher im Sommer ist ein Wochenendstream immer. Vor allem die nächsten Wochen ist jedes Wochenende was anderes. Ich habe heute meine Küchenplatten gekriegt, oder? Ich habe heute nach, ich glaube 2 Monate ist es jetzt her. Ich habe heute endlich meine verfickte Küchenplatten gekriegt. Und ich muss morgen den ganzen verfickten Nachmittag hin, weil am Freitag Handwerkerleute kommen und Handwerkerspätzchen kommen zum Fertigbauen. Ich flippe aus. Im Oktober Madison VR, nein, das haben wir schon gespielt. Da hat sich wirklich fast jeder Jumpscare so in mein Hirn brennt, dass nichts Besonderes mehr ist. Außerdem glaube ich, hat das keine Teleport-Funktion, da wird man noch schlecht, kann ich nicht spielen. 60 Sekunden musst du mal zocken. Was ist denn 60 Seconds? Was ist 60 Seconds? Sagen wir mal 60 Seconds. Reatomized. Was ist das? 60 Seconds. Was ist das? 60 Seconds ist ein atomares Sammeln- und Überlebensabenteuer voller schwarzen Humor. Sammle Vorräte und rette deine Familie, ehe die Bombe hochgeht. Überlebe in deinem Bunker, triff harte Entscheidungen, rationiere Essen und jage mutierte Kakerlaken. Überlebe oder auch nicht? Aber warum heißt das 60 Seconds?
Das ist so komisch 3D. Hat aber über 10.000 sehr positive Bewertungen. Das schaut so seltsam aus. Ist das jetzt Zeichnen? Okay, kommt einmal auf die Liste. Schaut irgendwie interessant aus. Also mit 10.000 positive Bewertungen. Kann schon mal. Schauen wir mal hier. 60 Seconds. Kebab singen war doch auch Koop. Nein, nicht wirklich. Aber da haben wir auch alles gesehen in der Kebab-Ding. Das ist nichts. Nee. 60 Seconds ist gut. Okay, das kennen einige von euch. Kennen nicht. A Little Kitty Big City. Lass mich mal schauen. Little Kitty Big City. Oh ne, das kostet 20 Euro! Ich meine, das ist ein Hello Kitty-Spiel. Was ist das? Hat über 5000, knapp 5000 sehr positiv. Ein friedliches Nickerchen führt zu einem skurrilen Abenteuer. Was? Das kostet 20 Euro? What took you so long? Did you forget to flap your wings? Was schreibt denn da? Gut, jetzt hat eine Katz drin. Miau von 10. Little Kitty Big City is such a joyful game. Playing a cat who does typical cat things and is a little mischievous, but overall is there to help others. Alle haben so 5-6 Stunden Playtime. Untitled Cat Game. Was ist das? Um Gottes Willen, warum fangen jetzt mittendrin die Musik? So, was ist? Kommt auf die Liste. Wer immer das schön. Da ist eine Katz dabei. Was soll ich machen? Little Kitty. Big City. Transport 4x2. Da darf ich die ganze Zeit auf einem fetten DLC oder aufs 3 warten. Broforce kannst easy noch nicht mehr machen. Broforce, glaube ich, steht sogar in der Liste. Phasmophobia mal im Oktober. Könnte passieren. Auf gar über die Sommerpause ein Daisy-Server aufmachen. Nie wieder. Nie wieder wird es wird, gleich mal vorab mit Ansage, es wird nie wieder einen Daisy-Server geben. Nie wieder. Ich wiederhole und ich wiederhole doppelt deutlich, nie mehr wieder. Damit jeder versteht, nie mehr wieder wird es einen eigenen Daisy-Server geben. Das mache ich nie mehr wieder. Wir können auf die Official umeinander pimmeln, wenn wir Multiplayer machen. Aber nie wieder. Ein eigener. Nie wieder. So, Daisy ist runtergeladen. Stalker 2 im September, natürlich. Mir geht es jetzt hauptsächlich um die Lücken noch zu füllen. Es kommen nämlich keine neuen Spiele, außer Frostpunk 2. Das werden wir uns vielleicht sogar noch am Wochenendstream anschauen, am 26. August. Am 25. kommt es raus und an dem Montag, das wird der letzte Gaming-Stream. Und am Mittwoch, der letzte Stream ist sowieso immer letzter Stream Pledge-Match. Da sitzt man 2,5 Stunden da, labert man, was du im Urlaub, wobei da gibt es gar nicht so viel zum Verzeihen. Und ja. Freier schreibt, was passiert, frage ich mich auch gerade. AG, warum, war doch eh chillig. Fragt wirklich jemand, warum es keinen Daisy-Server mehr geben wird. Die Psuffer, oder was ist denn mit euch? Und die nicht dabei waren, die können vielleicht da herauslesen, dass mehr als Stress war. Damit habe ich mir erstens meinen kompletten Weihnachtsurlaub kaputt gemacht und zweitens, es ist nur Stress. Aber nur. Und nur Kindergartengepimmel. Nie wieder. Nie wieder. Und ich bin mir sogar gar nicht sicher, ob ich jemals wieder einen Daisy-Community-Zock mache. Das ist einfach, da kommt nur Scheißdreck raus. Da kommt nur Scheißdreck raus. Entweder es wird gewarnt, hauptsächlich wird sehr viel gewarnt und das Trends noch gefangen oder cool gemackert oder es kommt nur Scheiße raus. Es kommt nur Scheiße raus. Aber da redet man nicht mehr drüber. It is what it is, learn it the hard way. Das, was gegeben hat, war lustig. War's schon. So, was haben wir noch? Beefing coming? Nein. So, ja, weil es nur Stress gegeben hat. Das hat eine richtig große, langjährige Gruppen da rausgeekelt, dieses Mistspiel. Und das mache ich nicht nochmal mit. Das ist, ja. Ich erinnere die heute in einem halben Jahr wieder wegen das ist. Das werde ich so schnell nicht vergessen. Ja, ich spaß eh nicht, das weiß ich nicht, ich weiß gar nicht, warum. Ja gut, da warst du nicht dabei, ist nicht so schlimm. Da kommt nur Scheiße raus. Das erkläre ich jetzt nicht, was da rausgekommen ist. Das ist da.
Nobody gives a fick. Aber es sind ja sau lustige Sachen rausgegeben. So ist es nicht. Also, aber es war sauber zu viel Stress. Das ist ein fucking Fulltime-Job, Alter. Und ich will keinen Fulltime-Job hier haben. Den will ich nicht. Den will ich nicht. Das war kurz einmal ganz geil. Aber wie es dann in absoluter Arbeit ausgeartet ist, war ich hier. Da war ich kurz davor, dass ich mir eine vorgezogene Sommerpause gönne. Einen Monat lang. Und Schluss mit Streamen hier. Und das lasse ich nicht nochmal auch nur eine Sekunde lang zu. Dann haben wir Adlerhofen-Simulator mit gewamperten Landau DLC. High on Life, dauert's lang. Irgendwas Kleines, schon mal was von Riven gehört. Das ist ein Char in League of Legends. Mehr weiß ich da nicht dazu, aber Riven Game. Na, das ist der verkehrt, aber schaut ein bisschen aus wie Mystic Quest, glaube ich, jetzt geheißen, oder Mythic damals. Reden wir im letzten Bledschmerz, aber oder was da rausgekommen ist, nein, müssen wir auch nicht. Ihr könnt euch, nein. Geht's ins Discord, scrollt einen Quadrillen, das kann ich nicht beschreiben, wie das ist. Außerdem kann ich das jetzt nicht mehr so wiedergeben, was da damals war. Es ist eigentlich in der Community eigentlich gar nichts passiert. Ja, die Kasperl, die sich da verpisst haben, sage ich jetzt einfach freiwillig, weil es ist, die haben gut weiter. Weil das waren zwei Handvoll Trenzer, die sich was weiß ich was eingebaut haben, von denen ich mir dann sagen habe lassen müssen, sie carryen meine Streams. Da wo ich mir dann denke, so mein Freund und das war's jetzt. Verpiss dich. Ist nicht schade um die. Und etc. etc. Und ansonsten, das war einfach ein Hardcore, für mich jetzt persönlich ein Hardcore Fulltime-Job. Alle 5 Minuten, Birger, das geht nicht, das geht nicht, das geht nicht. Das geht schon mal 1, 2 Wochen, aber nicht 1,5 Monate. Das ist einfach zu viel. Das ist einfach zu viel und das macht auch keinen Spaß nicht. Für das im Stream aber coole Sachen rausgekommen sind. Mit dem Rennen und mit dem Mir gegen alle und so weiter. Es waren super geile Stream-Konzepte eigentlich, aber es ist zu viel Stress. Das rentiert sich für mich nicht. Und ich bieg ab. Und irgendwann, wenn ich ganz abbiege, dann bin ich fort. Und das glaube ich, das mag ich nicht. Ich hoffe, der Großteil von euch mag das auch nicht. Und das war einfach zu viel. Ohne Scheiß, da war ich so hier oben und kurz davor, dass ich eine extra Pause einhau. Weil ich mir gedacht habe, leck mich bloß am Arsch. Alter. Das Jahr kommt neuer Farming Sim. Weiß ich, kommt Ende November, natürlich sperren wir den. Weißt du, wie es ist? Bei Fragen an mich, wenn ihr kennt so Startor fragen, ja, der erklärt es euch schon. Wie wär's mit Gothic oder Risen? Dauert auch sauber zu lang. Wir brauchen ein, 2 Lückenfüller, aber die kriegen wir schon hin. Kinder, die kriegen wir schon hin, jetzt ist halb 11. Also, nächste Woche schaut es für mich aus mit vielleicht 60, ich schau mir mal 60 Seconds ein bisschen genauer an. Auf was ich dann mehr Bock hab. Brauchen wir bloß was für Mika. Bei Gladiator-Ding, 60 Seconds. Hab auch immer noch U-Boat und Zero Sivert und Big Ambitions und so. Was mich sehr stark interessiert. Und Little Kitty Pig City, schau ich mir auch genau an, was das ist. Ich kann nicht, ist das eine Spur? Ich weiß ja keine, aber wir werden sehen, es ist eine Miete dabei. Das ist automatisch 10 von 10. So. Meine Damen und Herren, ich bedanke mich sehr für Ihre Aufmerksamkeit und fürs Zugucken. Ich ziehe meinen imaginären Hut einfach mittendrin, weil es kann. Und dann kriegt ihr alle ein Bussi aufs Nussi fürs Zuschauen. Ja, zum Schluss, wie alle, wenn es da letzte noch nicht gespannt hat. Please leave a like if you liked what you see. GeoGuessr kommt auf alle Fälle noch öfter. Das hat richtig viel Spaß gemacht. Und dann gibt's ein Tschüss. Steffi, 44 Monate, sagst du die, gut nachbenannt, Triple F wird Mods, Schebas, Pro-Mapper. Naja, geht so. Aber der Antarktis-Move, auf den bin ich stolz. Steffi, deine Mitgliedschaft bräuchte es nicht und du weißt warum. Das ist irgendwie komisch. Weil wenn ich die in 2 Monaten ungefähr oder in 3 Monaten wieder hast du eine Listen gemacht, dann schickst du mir wahrscheinlich wieder einen Herr der Ringe-Roman, 83 Seiten lang, ohne den ich gar nichts zu reißen darf, wenn es zum Gageln wird. Dankeschön fürs Zuschauen, Dankeschön für alles, danke für die Donations, danke an alle neuen Mitglieder, welcome to the squad, danke an alle alten Mitglieder, press Triple F für die Moderatoren, ein schönes Hashtag Strapse, Hashtag Klaus Hoden und dann da die sagen, gute Nacht, schlaft's gut. Ich wünsche euch vorab ein schönes Wochenende, wir sehen uns bis dahin nicht mehr, wir sehen uns erst wieder am Montag und zwischendrin im Discord, wer da auch immer noch nicht drin ist, rein mit dir und jetzt schaut's, das lang gewinnt. So, muss klar. Ja, für den Sprengi, das habe ich am Montag vergessen. Für den Sprengi habe ich ein Beutel. Machen wir so. Gute Nacht miteinander.
Nicht schaust, dass du lang gewinnst.